Maar dann gebe ich haut mit begrüßen für die Gemeinderatssitzung. Den ersten Punkt im Mode jeu ist noch einmal fundamental. Und wie die letzten Jahre haben wir doch das Jahr so, dass wir die neuen Enseignants, die an der Grundschule das Jahr neu aufhängen, dass die an die Gemeinderat kommen, dass wir die ein präsentiert kriegen. Und dafür bin ich froh, dass der Präsident von der Schule, der Grundschule, Gerard Bisinus, mit den neuen Enseignants. Gerard, ich gehe dir dann fort für bald vorzustellen. Ja, ich muss einfach direkt Enseignant und eine Stelle, Vanessa Dunkel, aus die echt 2 Wochen krank geschrieben, also so leider nicht haut heißt. Aber die anderen Leute sind aber high. Voilà, ich meine, ich will bloß nicht selber für sich vorzustellen. Ja. Moin, ich bin Caroline Ducon. Ich bin voilà, seit diesem Jahr dann auch zu 50% an der Schule und noch weiter wie letztes Jahr die anderen 50% an der Direktion, also im Regionalbüro, als Sekretärin der Kommission d'Inclusion. Und voilà, nur dann einen neuen Challenge und sehr ganz schön. Okay. Dann? Moin, ich bin Amanda Scheuer. Ich bin das Jahr Stagiaire, heute zuerst danach am Ziegel 3 auf 4. Okay. Moin, ich bin Katrin Schwarz und habe das Jahr heute zuerst angefangen als Quereinsteiger. Merci. Es war kurz, aber das aber flott für uns. Wie gesagt, ich meine noch, dass die Gemeinderat gesehen hat, die wird echt wahrscheinlich nicht an das Gesicht erinnern. Du wirst uns auch bei ihr, aber trotzdem, da sind aber, du weißt aber, das sind aber neue Leute. Da wünsche ich mir viel Success, viel Spaß, auf jeden Fall gesund, Johann. Ne? Merci, ja. Allez, merci. Voilà, und dann haben wir noch einen Punkt B, das ist den Reglement d'Occupation des Postes du Personnel Enseignant 2020-2021 steht am Dokument Fond, also an den linearen Fond, das ist einfach eine Formsache, das nicht anders ist, wie die Schulorganisation, eben wie ein Enseignant auf welchen Klasse sind. Das, glaube ich, das stimmen oder ist das einfach zur Kenntnis zu holen? Stimmen, okay. Geht eng froh dazu. Kein Gewicht steht zum Wort, wenn es mal d'accord, das ist dann unanim. Merci. So, dann der zweite Punkt, das geht um Spidol. Und da geht um die Approbation von den Konten vom Jahr 2019. Normalerweise möchte der Präsident von der Spidolskommission, den Jean-Claude Strasser, der noch gleichzeitig Member im Gemeinderat ist, weil er aber am Congé ist, hat er seinen Direktor aus Spidol, den Adrian Mös, delegiert, für das zu machen. Dafür begrüße ich auch den Adrian Mös. Der kann schon auf meinem Platz sitzen, an dem ich dann die Präsentation von den Konten immer so aufstimmen. Voilà, Adrian, da kannst du auf meinem Platz hören. Ja, guten Mittag zusammen. Also ich habe dann das Jahr auf Vertretung vom Dr. Strasser präsentieren den Aufschluss von 2019 vom Spidol. Leider Gottes also ein Jahr, das nicht ganz gut aufgeschlossen wird. Für no Amortissement schließen wir auf mit minus 1.091.000 €. Also ein ganz massiven Defizit. Den Defizit kann ich euch folgendermaßen erklären. Für ein Amortissement haben wir ein Perd nach immer für 652.000 €, was eigentlich das operationelle Geschäft vom Spidol durchstellt. Und das erklärt sich durch ganz große Investimenten, die wir am Gange sind, nicht zuletzt als ein Ausbauprojekt, den mittlerweile an der Phase APS ist. Das ist zwar ein Projekt, das subventioniert wird, aber wir müssen am Moment eben nach einer Vierlichtung treten, bis das soweit ist. Dann hatten wir durch die Reform von der Assurance Dependance durchstung auch dran, dass wir eine informatische Pflegedokumentation müssten aufhören bei uns am Haus, die also bis dato nicht am Haus gehen. Das haben wir dann auch das letzte Jahr gemacht. Und das war nicht nur Software dann unzuschaffen, sondern dann natürlich auch die Hardware und noch die Räumlichkeiten dementsprechend anzupassen, was dann auch eine große Posten ging.
Dann wie dat och gesinn huet Spidol sech eng neue Identität gin, also eng neue Identität so man so mat engem Logo, mat enger neuer Homepage, alles auch hinsichtlich vom Ausbau, dat den bëssen so eng Markspidol ging schafen. Den zweiten Posten, den natürlich immens immer draschlägt, dat das Personal. Du hast natürlich wat als Häuser am große Ganze vom Sektor relativ ideet, dat waren Konventionen, die man hun am Moment nach die 2 Konventionen, den FHL und den SS. Und du waren bei der beim letzten Kollektivvertrag war du Hossen von den Karrieren Beschluss gehen, die den engem schon richtig weh. Ich gehe just Beispiel enger Firma versus Back mittlerweile wird aus BTS bezahlt. Dat sie Sachen die schlo natürlich immens an gewicht, da das die eng seit an die einer Seite also aber auch da man extrem viel Neuengagementer hunn, dat hat auch gesehen die letzte Zeit und dat geht auch noch ein bisschen weiter, dat as auch geschuldet durch Reform von der Assurance Dependance, du also gewissen Qualifikationsschlüssel vom Personal gefrot gin. Und den muss man peu à peu erfüllen, auch den enke ganz kurz als Personal darf oder soll zu 20% der Firma, 60% E2 und 20% ASF bestehen. Die Schlüssel haben wir bei weitem noch nicht. Wir haben aber, wie die Reform kommt, haben wir aber also Leute eine Beschäftigungsgarantie gehen, die wir hatten ganz viele Leute am ASF. Qualifikation, weil die lo ersetzen mal so wie die Leute fortgehen, all die Paget durch eben eine höhere Qualifikation ersatz, das braucht seine Zeit, aber voilà, das dann, wir sind doch zum Beispiel effektiv ab den 31.12.18 waren 63 Employeen, ab den 31.12.19 waren dann 60. Und das geht auch nicht weiter so, weil eben auch wir muss ja auch die Leistungen, die wir bringen, muss man ja auch können aufrechnen. An der durchlaufen dann noch eine Plausibilitätsprüfung bei der Assurance Dependance. Und da können Rückforderungen gestaltet gehen, wann zum Beispiel rauskommt, da den mehr Leistungen aufgerechnet wird, wie ein eigentlich Personal dafür hat. Und das feiert mich dann direkt schon jetzt bei dem nächsten Punkt, das ist etwas, wo wir schon ein paar Jahre oder zu kämpfen haben. Das sind Restitutionen und CNS am Jahr 2019 waren als Restitution für 2013 angefallen gewesen. Und das waren 218.000 €. Also allein das ist schon ein immens großer Faktor. Das resultiert eben aus enger Fakturation zum Personal, die 4 Jahre da war. Dann, wenn man auch investiert haben, das war ein bisschen an Security. Das heißt, wir haben eine Gardiennage mittlerweile. Visuell war es immer das nur, just enger Firma am Gart war. Und aber festgestellt, dass da manche Situationen relativ schwierig zu handeln wäre. Und dafür haben wir eine Firma, die während der Not den Park surveilliert, dass da eben keine Leute, die nicht verloren haben, die da zirkulieren. Dann, was auch an Security fällt, das war, wir hatten am Park, hatten wir größere Arbeiten auch zu machen. Zum Beispiel haben wir mal die Pergolan, die haben wir aufgerappt, weil sie baufällig waren. Und wir haben wir neu gemacht. Und da können die neben drauf die ganze Installation, auch noch das Haus selber, die Infrastruktur vom Haus, aus 24 Jahren geschafft, gehen 20, 25 Jahre. Das heißt, sie laufend Investitionen, die müssen gemacht gehen, für das Haus ersucht zu halten. Und sie wird auf technischem Niveau, sie wird auf Niveau, was Pflegeausstattung betrifft, sie wird Pflegebetter und so weiter fort. Und schon ein Kahoot Niederschlag gemacht. An den letzten 3 Jahren haben wir knapp 400.000 € müssen investieren, für die Infrastrukturen dieser Jour zu setzen. Und auch da sind wir noch immer am Gangen, dem weiterzuführen. Dann auf der Resetteseite, da hatte man auch ein beste verzeichnen, das könnte aber durch die Philosophie, die wir da hatten, wir haben ein Agreement für 57 Später. Wir belegen da aber aktuell nur 52. Das hat den Hintergrund, die Spidol sollte ja am Anfang nicht Spidol gehen. Und da waren noch Doppelkummern schon fertig, wie damals die Affektation aber geändert wird. Und
wir haben lo festgehalten als Standard auch für die Qualität de vie von unseren Leuten auch können höchst zu halten, dass ein Doppelkummer nicht mehr ein Doppelkummer als wenn noch 2 Loverboen dran sind. Das tut einfach den Hintergrund, ein Doppelkummer geht nicht immer von einer Koppel belohnt. Du sind heinst du Leute, die sich ihr Leben lang nicht kann tun, verbringen dann hier letztlich gemeinsam an einer Kummer. Und ja, da muss ich aber wenigstens auf dem Niveau, wenn ich schon nicht kann, ein Einzelkummer immer garantieren, da muss ich wenigstens können, aber auf kleinen Dingen den Standard garantieren. Und dafür hatte mir die Decision geholt. Das heißt, vorbei, wie gesagt, 57 später mehr real nehmen 52 zu belehren. Dadurch fallen natürlich auch Recetten weg, die man können in einer Assurance-Dependance verrechnen, weil eben 5 Pensionäre fehlen. Voilà. Also am Endeffekt ist es so, als Konklusion kann ich sagen, dass wir ganz klar müssen unsere Pensionspreise überdenken. Wir hatten nun auch selber den Anspruch, immer Sozialhaus zu bleiben, wie die geschichtlich auch vom Spital eigentlich mir doch selber erwerden, gesehen aber auch, wenn man selber langen Namen hängen, das bringt dann auch nichts. Und, wir sind am Gangen am Verwaltungsrat, dadurch neu zu thematisieren. Da wird man auch ein zu gegebenen Moment auf den Gemeinderat zurückkommen. Und, voilà. Und, die letzte Schlussfolgerung aus am Fongol davon, dass den Agrandissement, den wir so dringend planen, also auch dringend muss kommen. Weil nimmen den, dafür war ja, das war ja die Grundidee vom Agrandissement, für das Spital finanziell auf Dauer kann evaluieren. Das ist ganz klar. Aktuell stellt das keinen riesen Weltuntergang durch. Als Finanzen sind auch immer gut. Wir haben auch immer gut Reserven. Aber natürlich, den Agrandissement leben halt wie Mur. Aber das waren am groben Loenke die Erklärungen, die ich zu dem Defizit wollte gehen, wenn der Lohn nach präzis Fragen dazu hat. Für dich gebe ich dir nächste so für die Explikationen. Ich meine, plagisch Tönen aus der Gegend. Auf der anderen Seite, du die ganz gute Dokumente geschickt kriegst, du ein bisschen, wo du den Detail kann gucken. Es war mir wichtig, dass in den Zölle gut kennt und auch versteht, das halt präsentieren, weiß, wo das unten hier können. Ich meine, was auch wichtig ist, das hat keine Reperkussion auf alles Finanzen. Spital hat Reserven auf Zeit gelöscht, um den Ausbau zu machen. Und sie natürlich die Reserven über den Betrag geschmälert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Investitionen gemacht, die zu denen zurückkommen. Das aber, ich meine, das ist aber ein großer Montor und dafür war es aber wichtig, dass die Gemeindearbeit erklärt wird, wo die Zölle herkriegen. Mir war doch eigentlich wichtig, dass du siehst, dass die Wirtschaftlichkeit vom Spital als möglich, wenn der Ausbau fertig ist. Von die Masskritik von Pensionären und weil das heißt nicht dann kann ich bald am selben Schlüssel von Personal schaffen, dann ist einfach den Freien pro Pensionär du kann an die schwarzen Zölle bleiben. Ja. Das ist bekannt, das ist schon lange bekannt, und dafür sind wir froh, dass wir mal her sind, dass wir quasi können aufhalten und dann nur im Ausbau dann wirklich, dass das Spital kann autonom funktionieren. Wie gesagt, die Reserven sind da. Voilà. Ja, Carol. Ich meine, du hast bei alles gesagt, den Defizit ist zwar relativ groß, aber ich meine, das auch erklärt gehen und das erklärt gehen und das selbst, was dann von mir nur positiv ist, mit ganz vielen Investissementen. Und das sind Investissementen, die auch in Zukunft gehen und die sollen mal auch nur viel gucken, dass man das Spital effektiv weiterhin als das Haus so wie wir es kennen. Und ich meine, wenn an Security und an Informatik finanziert wird, wenn du investiert wird, das sind auch Sachen, die nicht müssen alle Jahre nicht geändert gehen. Das heißt, das sind dann die Brocken, die auf ihn durchkommen, aber die sind aber positiv. Die größten Investitionen, das natürlich steht vom Ausbau. Da wollte ich einfach mal fragen, da hast du bestimmt auch viel gesehen, dass der Staat bei dem Ausbau auch einen Teil von den Kosten überhält. Ich weiß nur selber nicht, wie viel das ist. Und ich wollte fragen, ob du bei dem Ausbau dann auch ein Teil ist, wo wir als Gemeinde
ein Deel überhole respektiv was läuft du Spidol u sich für ihr als Paar die du überholget an bei dem Ausbauprojekt wäre vielleicht interessant wenn man ein Kind in eng Arbeitssitzung machen du Gemengerot zu summe mit dem CA vom Spidol für das mir auch das Projekt können es wie wäre weil ich denke ja auch dass das Gemeng sich auch wert bedeligen und dem Projekt also können wir dann vielleicht über das Projekt zur Summe gucken ohne dass das Projekt da irgendwie vorgestellt dass mir das mit den noch vor weitem aber auch wie wären Ja. Also was Finanzierung geht wäre immer so dass am Prinzip 70% vom Staat finanziert. Das war immer so, dass aber mittlerweile so, dass alle Projekte einzeln bewertet wird. Das heißt, von verschiedenen erschwerenden Maßnahmen da sind, was wir so statt zum Beispiel durch das CD-Monument 4-Gabe gehen und so weiter und so fort, da kann auch die Augmentation prozentual mal angepasst gehen. Also sonst wäre immer ein fixen Prozentsatz oder ein fixer Bettepreis. Und das ist nicht mehr, es wird alle Projekte individuell jugiert. An evaluiert an so an die Promesse de Subvention können recht an der Phase APD. Ja, also wie gesagt, du hast das richtig geboten oder vielleicht auch Geflüssigkeit Gemeng wird gefroht vom Spidol, also von die 70% bezahlt gehen, plus Reserve vom Spidol, da bleibt ein Delta, wo mir dann natürlich gefrot gehen, da muss man nach gucken, du musst dann nicht festlich auch beim letzten Ausbau vom Spidol wird gemeint sich auch probiert, weil Spidol gehört schon letztendlich da gemeint mir effektiv eine gute Suggestion, wenn man eine Erbesitzung effektiv für den Dossier genau zu sehen, wenn man vom APD auch schon wie weit, dass da ja auch ein Projekt, die noch an die Baukommission geht. Das ist ein anderes Gremium, mit dem aber verschiedene Leute das ist definitiv Projekt d'envergure, die kommen, die noch an die Kommission kommen. Das machen wir dann. Oder einfach, sobald wir so weit sind, ich denke, dass nur dass sie sind vom PRG, November, Dezember, eigentlich müsste das möglich sein. Ja. Okay? Keine Frage mehr. Da gibt es die dort Kontogestion zum Wortstelle, wie hast du mal d'accord, den soll diese Film stark gesehen. Das ist unangenehm, merci, ja, da musst du bloß, hast du Feier. Ma merci. Ich weiß nicht, Feier, das ist ja halt, dass man es fährt. Ja, ich mache nur Feier. Kannst du hier uns gehen? Ah, das ist eine Idee, ja. Gut. Okay, merci, ja. So. Da kommen wir bei der Punkt 3. Voilà. Das ist Fixation des Taux d'imposition pour l'année 2021. Das ist der Punkt 1, der Impôt kommerzial. Wir wollten den unverändert lassen wie die Jahre für run, die war 300%, und wir proposieren den auf 300% zu lassen. Gibt es eine Wortmeldung? Ja, Carol? Wir haben die letzten 2 Jahre als Fraktion den Impôt kommerzial nicht mitgestimmt, wie die DP an der letzten Majorität mit dabei war, war der Impôt kommerzial auf 275%. Und wir werden, so wie auch in den letzten 2 Jahren, dafür die 300% nicht mitstimmen. Okay. Das ist eine Wortmeldung. Dann stellen wir den zum Wort. Wie ist der mit d'accord? Merci. Wie ist der dagegen? Voilà. 2 Gegenstimmen und dann 10 minus 2, 8. Dafür. Voilà. Da kommen wir bei dem Punkt B. Das ist den Impôt foncier. Das ist den Impôt foncier A, B1 bis B6 mit den einzelnen Toren. Genau, hat 500%, B1 750%, B2 500%, B3 250%, B4 250%, B5 500% und der B6 1000%. Die waren sie die letzten Jahre und wir proposieren sie auch so unverändert weiterzulassen. Geht dort eine Wortmeldung? Kein? Gibt es die zur Wortstelle, wenn das mal d'accord? Unanim, das sind dann 10 Stimmen.
Da kommen wir bei den Budget, da muss man pure Adaptationen machen. Und zwar braucht man neue Kredit für Drehamenagement von der Toilette am Dünzelt, von dem Dünzelt am Sitzungssaal sitzt und dann die Wendeltrabe abgeht auf die Toilette, die zwischen dem Dünzelt an der Gemenge ist. Du hast ein antike Toilette, die ist nicht gerade so alt wie den Dünzelt, aber sie ist nicht ganz modern mehr an mir gemeint, wäre nicht verkehrt, die mal ein bisschen Grund ab zu renovieren. Und das hat man am Budget nicht viel gesehen. Das ein Devis von 24.000 € wollten die zum Wort stellen, also Kredit für 24.000 € für die Toilette an 3 zu setzen. Eine Wortmeldung, ja. Ich wollte just fragen, bei mir konnten die Dokumente viel gelöscht, die da schlussendlich zurückbehalten und wir gehen da immer mehr wie ein ungefragt, wie lief das? Also ich habe mich das schon mir oft gefragt, wir kriegen immer das dann, wer da dann zurückbehalten. Wir sind da mehr wie ein ungefragt gehen. Fängt von der Envergure auf, ne? Wenn die größere Projekte selbstverständlich verschieden, wenn die kleinen Sachen sind, da versuchen wir mit denen Koordinatieren von Nichtnach zu schaffen, wo man die Präferenz schaffen, also versuchen Lokalbetriebe zu holen, wenn die das so an den Vias nicht exorbitant oder den Dingen, dann sind wir da mit d'accord. Am anderen Fall gucken wir dann eben noch nach anderen Betrieben zu fragen und dann wenn der Unterschied zu groß ist, ne, zum lokalen Betrieb, dann gehen wir dann nochmal auf einen nicht lokalen Betrieb. Das ist ein bisschen das Prinzip. Ne? Aber heiße Kleinmontor. Ne? Bei großen Montoren sowieso, da kommen man an die Dinge von den Submissionen und da vom Gesetz her, da muss man sowieso Aufruhr machen. Okay. Wir haben noch nicht mehr, wie gemacht haben. Das sind nur die gefragt sind. Ich vermute bei dem dritten Montor 24.000 Menschen nicht. Vermuten nicht. Ich muss jetzt so nicht geprüft haben. Ja. Carol? Ich hatte am Anfang falsch gelesen. Ich hatte gedacht, es ging um Toilette vom Hierhof gehen. Ich wollte einfach, das zwar nicht nur der Punkt hier, so, wir sind natürlich d'accord par rapport zu den Toiletten hier im Dünzelt. Aber ich wollte einfach froh, weil wir hatten schon einmal darüber geschwärzt, weil die sind halt so futti, die Toiletten am Hierhof. Hast du etwas viel gesehen, dass die repariert gehen oder sind sie schon repariert gehen? Haben hier von einem ganz großes Projekt. Und zwar Toilette sowieso, nicht nur Toilette, aber auch die Heizung, Duftdichtung und noch den Achse Behinderte gerecht machen. Das ist ein richtig großes Ding. Wir haben doch am Budget stehen. Wir hatten noch ein bisschen die Wien, hat mich sogar schnell gestimmt. Wir haben natürlich einfach nicht gemacht, wenn wir einfach nicht packen, für auch nach dem Projekt zu suivieren. Das bedauerlich, das immens schwierig. Aber effektiv ist im Moment auf dem Punkt, wo die Servicetechnik nicht weiß, was das für dich machen. Wir wirklich viel Chance, wir haben, das ist aber ein strategisch wichtiger Platz für die Toilette. Weil wir mit dem Reaménagement von Kack, mit den Buskehren, wenn wir da auf die Kehren nämlich Toiletten hinmachen, als Urgenz von öffentlichen Toiletten auf der Dorfplatz Mann wichtig gehen. Weil das war nämlich der Punkt, die Toiletten vom Hierhof sind oft benutzt gehen von Bussen, die Touristen, die mit Bussen kommen, erkacken, da sind sie direkt hingelaufen. Das waren die echt öffentlichen Toiletten. Das ist eigentlich nicht gut, dass die Leute da mussten da hochgehen und die sind dann in guten Zustand. Dafür haben wir gesagt, es wäre besser, wenn wir beim Parking öffentliche Toiletten hätten. Und die machen wir so, wenn das fertig ist, die Busgänger und noch die Toiletten, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Druck. Aber nichtsdestotrotz ist ganz recht, müssen aber die Toiletten vom Hierhof mit der Behindertenrampe muss aber an Angriff geholt gehen. Aber wie gesagt, schlossen, sie froh, wenn man den einen oder anderen Schandchen mal aufgeschlossen kriegen, immer den nächsten aufhängen. Das ist einfach, wir kriegen das am allerbesten Willen nicht gemanagt. Das ist ein bisschen, das ist schön, das ist einfach schön, dass so viel, was missgemerkt und dann sieht als Chef vom Servicetechnik so als Prioritäten. Was soll man verdicht machen? Ja. Ich meine, just ganz kurz zu dem Punkt, weil, wie Carol so tut, das ist nicht vielleicht auf dieser Platz, aber denn hier auf Mensch muss man sowieso ein Zeit holen, für dem Gebäude gerecht zu gehen,
für einkehr ein flotte Projekt zu hun schmengen du stellen sich nach einer frohe wer man du willen dran soweit ich matkrit tun hat sind bisschen Diskussionen wer man wohin mal von den Museen dat ganz Konzept da muss sich schmeng Zeit umgang Planung machen weiter das heißt mir sind im Gang Niveau Servicetechnik für zu gucken was den doch machen und überhaupt was Mist und dem Gebäude gemacht ging dass das Gebäude auch 100% konform ist weil so wie Gebäude los so wie dem Musee Lodo wär ganz egal was dran ist wäre nicht konform ne? Das ist einfach schon nicht behinderte gerecht an der Woche dran auch nicht dafür die Analyse die macht man so habe ich die Mama und dann wenn man die Analyse gemacht haben da kann man so an der Gemenge und da muss man gucken okay so dat leid um dich wie gehen wir lo hier ganz so net gedrische Renovationsprojekt von du hier ja absolut ja das richtig groß also du müssen noch nach richtig Lift machen ein Ramp dat geht schon durch für innen der Sitzungssaal dat geht mit dann da was nicht auf dem ersten und auf dem zweiten Stock an dem misst du eigentlich dann auch behinderte gerecht sind und darum musste quasi Lift dabei bauen und dann musste sie dem Monument da musste das aufruhen aneinander das schon ein komplex Geschichte okay so wir kommen aber dann zurück Toilette beim Dünzel die 24.000 findest du mal d'accord unternehmen merci da kommen wir bei der Punkt B das ist ein Reset von Fred Avocat du hast Prozess gewesen an der Vergangenheit schon lang hier und das war ein Mordarbeiter von der Gemeinde den du an Kreuzfeuer von der Justiz gefallen hast wo den dämonische Chef Rot gesucht hat dass Giften den Soutien juridisch unterstützen an den Prozess als der lo gelaf an du hast dann noch gewonnen gehen an du sind dann so gefloss just dat den ehemaligen Matterbeter dat den de Benefis die 1.531 € krit oder direkt Moment ich schon die nicht so gut die krit Gemeng an dann überweisen sie der Gemeng an die Gemeng hat aber kein Budgetsposten dafür die Sünden zu holen der Reserve kann sie nicht ans buchen und das will man gerne machen wir will gerne da den Posten kreieren für dat die 1.531 € die man aus dem Prozess gewonnen hun dat man die können positiv konnte buchen ein froh dazu kein wie hast du mal d'accord für den Posten zu stimmen merci unternehmen da können wir die auch verbuchen so da kommen wir bei der Punkt C do hat man am Budget 4 gesinn et geht drums fir ënnen op der Gemeng den Accueil ze aménagéieren. Den as lo so wie nass ass sechelech mo net COVID-konform hunn zwar lo bessen gebastelt, dat de COVID-konform ass, méi funktioniert an net so aus viele Sachen Echensmoll ass wann et Gemengenhaus guckt ass einfach Banden dran ass open. Dat hecht die wat Leiit ënne schwätzen dem méchten um 2. und 3. Stock, dat einfach schon mal akustischen Probleme das auch vom Tageslicht oder vom Lichtverhältnis nicht unbedingt optimal nicht also von den Mitteln hier nicht von der Beleuchtung nicht von der Akustik nicht und dann ist noch ein vierter Punkt dass man eigentlich schon wollen dass Leute verdeicht innen an der Rezeption mit denen die Beamte wenden die da sind und da kriegen sie zu so viel Prozent geholfen und dann wenn das nicht geht da kriegen sie von so geht von auf den nächsten oder 2. und 3. Stock bei der an die Personen den helfen dich weiter los so dass aber Leute einfach lanscht in eine Land schlafen dann direkt an der Lift oder Trabrup und da sind sie nicht gehalten gehen und das will man noch gerne machen einfach ein Barriere machen dass den zum Beispiel der Lift nicht mehr selber kann drücken mit den innen gedreckt krit so wie da doch auf verschiedene Ministerien hast da könnt ihr so ich gehe hin okay und dann direkt den Mann in der Rezeption de Knäpsche vom Lift an noch wo hin fährt da all die dote mesuren zu summen als Gedanken gemacht da gibt Sinn machen mir hat dat du willst zu machen am Budget eng 73.600 € vier gesehen den de wie
notamment grad die Elektroniksachen do so den Achse fir an Trappenhaus, wenn man dat och nach wollten hunn ass dat lo bisssen mit dagin 127.000 €, dat et fehlen am Endeffekt 53.400 € an dee proposéier ma eich lo notestimmen, fir dat man dat dot den Ron aufschleise können. Ginnt do Wumeldungen. Ja, Carol? Ich wollte froh, wir haben ja nach neuen Lokalitäten hat Gemeng nach gelohnt. Das hat man in einem rezenten Gemengerot, ja. Wo man nach einem Appartement ja. Nach das dabei gelohnt haben. Werden du auch nach Käste wahrscheinlich auffallen, weil wir spüres Material gesehen haben und ich gemerkt, dass das für den Appartement wäre, für den auszustatten. Mir geht es nur rein Reaménagement vom Accueil. Das heißt, noch nicht gedurcht für das Material, was man eventuell für das Appartement braucht. Nee, ja genau, das ist also just für eine Rezeption. Effektiv, wir haben letzte Woche ein Devis gekriegt vom Architekt, was die Käste nur belangt von dem Appartement. Wir müssen das dann auch gucken, wir hatten da keine Zeit am Chefrat zu gucken. Und da muss man da ganz klar auch an den Gemengerot kommen, dass froh man das hier nach gemacht kriegen oder man so, okay, wir merken, das ist nichts. Das ist relativ viel, weil man zwei Sachen wollen wir wollen auch effektiv einen Durchspruch machen, dass ihr wirklich von der Menge Bayern den anderen könnt, ohne dass ihr merkt, dass ihr an einem anderen Gebäude ist. Und zweitens muss man dann das Appartement auch so konform machen, wie auch Gesetz dazu gesagt. Sie gehen schon Oplagen, wenn öffentlich Gebäude sind. Im Moment das hat schon keine, das ist ein Appartement, ein Privatappartement. Aber wenn das aber nur ein Teil von der Gemeinde geht, dann geht das ein öffentliches Gebäude, also ein öffentlich die Büros, und da musste verschiedene Brandschutz an ich weiß nicht was gemacht gehen, und das wird nach steckt alles geguckt, und da muss man gucken, wie man das machen, da muss man sowieso hier an die Gemengerot kommen, und das gibt ein Geld, ja, kostet ein Geld. Aber dann haben wir 5 zusätzliche Büros, und da sind wir, haben wir aber eine gewisse Zeit Ruhe. Ja. Das ist eigentlich froh. Da gebe ich dir also den Budget supplementär von 53.400 € für den Punkt C zum Wortstellen. Wie ist der d'accord? Unaniem. Merci. Da kommen wir bei dem Punkt D. Ja. Das ist auch ein Kredit, den wir vorgesehen haben, mit dem es durchgeht, supplémentaire pour la participation au déficit de la Basilique. Und zwar haben wir schon eine Konvention mit dem Staat mit der Kirchenfabrik, wo der Staat schon 50% überhält mit der Konvention, was Basilika überlagen, Defizit von der Basilika, ne? Pur et dur, ne? Nicht der Rest. Und die Kirchenfabrik 25%, und Medianer 25%. Und wir hatten am Budget 36.000 € für gesehen, wie wir das Jahr für drüber mit dem Defizit das wesentlich mehr dick gehen, das ist 800 €, also die 25% voll verstanden. Defizit ist nach mir heißen mehr 25% davon, die mir müssen bezahlen, 6.800 €. Wir hatten da 36.000 gesehen, da muss man nach 32.800 noch stimmen, für ein Paar vom Defizit zu überholen. Ja. Carol? Ein kleiner Erklärung für was aus dem Defizit lo geht das weiter so das heißt, muss man es lo all Jahres ob no stimmen no erstellen was das möchte den Defizit lo aus das kann ja nicht nimmer Corona-mäßig sein oder bestimmt nicht nee ich gebe Mengen also ich weiß ein bisschen aus der Hüfte mich vermuten dass die Kirchfabrik wie sagen organisiert fertig paar Jahre danach, dass die eine ganze Kopf Versicht vorriert auf längs zu drücken an dummer viel Defizit von der Basilika abgefangen da irgendwie mal durchgeholt und lo haben sie ganz klar Trennung und los Basilika geht separat geguckt und die anderen Sachen auch nicht ne du für mich froh dass ich muss vermuten nicht dass man auf der Tote muss nachstellen, dass man für nächstes Jahr ein Budget 70.000 € setzen. Wenn der Männer sind der Männer. Ja? Das ist meine Vermutung. Ja.
Ja. Sorry, das ein Lapsus von Eis mir hunden ich hatte hätten noch die Blutte vergis Dr zu setzen die krit selbstverständlich mir den ganzen Kastepunkt davon sorry das ein am Dossier dran okay dann ist nicht das just Dinge ich war den Hummer da ne am Dossier dran mir lassen dann nicht op den Scienceprogramm gesagt gehen die Krite nur geschickt selbstverständlich das Sinn du steht genau dran da kann noch gucken wie die einzelnen Dinger zu Summe kommen okay ja was ich von dem Cheferot den bei dem Fond de Gestion von der Basilika do kann so wohl matt diskutieren oder geht ihr du gerufen weil wäre aber nicht uninteressant wann Gemeng auch sich bedelicht dass dir aber bist beschäd wirst war auch ob Gemeng zo können gut die musst du natürlich von der Budget gemerkt muss irgendwo eine Estimation merken wird lo an der Budget dran gesagt wird also ich verlust mich der Premier he bezielt schon 50%, aber in den 50 bezahlt da kann ich dir ja 25 bezahlen ich denke dorthin da tut ganz genau kontrolliert die Pourcentage von der Konvention den Nation iwwer sommer mal an denen Neuergebnisse lo wat alles an den last Jo war net neu das komplett neu ganz neue Konvention voilà. Net das schon ganz neu das alles so komplett Trennung von Kircher Staat das just Kathedral und Basilika von Nierstand da war Basilika nach net gefallen wenn mir das ein Monument national an du mir dafür gekämpft da sind wir schon froh dat die Trennung für D2 Objekte net funktioniert und du hast einfach die Prozente das an der Konvention das schon Lokardinol Demos nach Erzbischof am Anfang nicht in der Schrift und ich kann dich dann erinnern wie du beim ziemlich blöd du sollst man bigger nicht Prozent sind die ja Monter sind andere gehen am Monter und ich denke dass Dolo den Monter auf dem es muss nachstellen und du steht doch an der Konvention dass du sind die laufend freien extraordinär Dinger die gehen noch nicht office mit den Prozent du musst am Vierfeld ugefroht gehen der Tisch verlor zum Beispiel den Dach muss neu gemacht gehen da muss die Kirchefonds verdicht ein Klappe beim Staat an noch bei Eis nur so viel Leid respektiv du kannst die Kirchefonds nicht mehr 25% Stimmen bezahlen du musst eigentlich staatlicher Seite muss so de Monument national als Stadtnote werden wir müssen dat machen dat den halle bleibt oder mir lassen nicht verfallen wie dat Franzose machen das gut wie den ordinären Budget oder Defizit extraordinär muss immer separat gefrot gehen mit das effektiv 25% wir sind gebunden mit richtig Kontekrit aber geschickt das okay schon Elektronik das schnell die neue Zeit okay ja Christian die soll nicht dabei tschüss Basilika geht wirklich just in Basilika ja de Kirche von ganz lang von der Gemeinde dabei also wo der ausgeschafft generell auch als vier gesehen die wir habt auch alle anderen Elü Maximum als gewicht wo ich kann noch am Kirchstation von der Kirche rot dann an dem Sinn ich das am Fong ich will okay Fehler so schießen ob dem Gesetz oder ob du im Moment das global Fall gesehen dass das keine Elü eigentlich dran die FCieren wann da just Maximum okay. Ist das okay Vertreter vom Staat den du also bald von nicht kommunalen Niveau schon noch nicht gemerkt dass du quasi Member wären mir einfach als Observateur oder so weil wann ja finanziert also schon nicht unüblich dass ich dann auch kann
das mitkriegen, was du diskutiert wird, oder? Also, kann sein, dass nationalen Niveau beim Funk, das weiß ich nicht, aber so schließt eben just vom Kirchenrot, was da ganz kommunal ist, dass da so viel gesehen ist. Ja, das möchte ich das vor, gibt Sinn. Okay. Dann gebe ich den Kredit supplementär von 32.800 € zum Wort stellen, wenn das du mit d'accord? Ja, nee. Dann kommen wir bei dem Punkt E. Ja, auch Kredit supplementär, und das ist für die Elaboration von unserem neuen PAG. Das wisst, wo wir da mal in letzter Zeit viel darüber geschafft haben. Und, da kommen Rechnungen ran, und wir merken, dass das mit dem Budget, den man gesehen hat, nicht durchgeht. Wir wissen auch schon, dass den nach 30.000 € abbleiben. Da kommen wir sowieso nächstes Jahr nach. Ich denke, dass wir bis das Jahr rauskommen, und dann nächstes Jahr muss man sowieso nicht so an die Hand halten, weil bis das ganz aufgeschlossen ist, der Prozess, als Arbeitsnacht zu leisten und die auch zu bezahlen. Es ist das, dass wir mal wissen, gibt das nur mal 30.000 € fehlen, zusätzlich für den PRG die Rechnung zu bezahlen. Sind du froh? Kein, da gebe ich ja zum Wort, wenn das mal d'accord. Bin daneben. Merci. Da kommen wir bei dem Punkt 5. Da bin ich ganz froh, dass wir endlich den Avis von der Nationalen Kommission zurückgeholt haben für den Sens unique von der Marktplatz Richtung Knapperkreuzung. Ne? Das ist ein bisschen mehr komplex. Ich gehe nicht in Detail, aber ihr wisst, worum es geht. Und durch die Sens unique verschiedene seitliche Straßen, wo wir in Richtungen geändert gehen, dass das ein kohärent Verkehrsfluss gibt, dass das auch funktioniert. Da tun wir schon immer so durch Reglement d'urgence, was gar nicht glücklich wäre, was auch die Schwierigkeiten gefordert hat, dass man eigentlich vergisst und an der Reihe zu hängen, und dann wandern in Inhalt, in die falsche Richtung führt, da wenn man dann nicht dem Moment nicht ein Reglement gerollen am Reiter hängen, dann ist kein Basis legal da für den Protokoll an äußerst schwierig. Viel Arbeit, wie sind all 3D das Reglement zu holen. Und da können wir auch nicht die Parkplätze, die wir als Chauffeur gestaltet haben, schief antechnen, nicht antechnen. Nur können wir das alles machen. Die Kommission hat das geguckt, hat als Propos positiv avisiert, wo ich ganz froh darüber sind. Und dann können wir das als Definitivsolution machen, noch beschildern und noch alles anzeichnen und schmengen. Das wird sich herausgestellt, dass das eine gute Solution ist für die Knapperkreuzung, dass wir da aber dann den Verkehr ein bisschen mehr fließend kriegen. En attendant, dass die richtige Neukreuzung, ne, mit Bypass beim Kaktus und so weiter, dass die könnt, wo man dann noch eine richtige Kreuzung mit Lute kriegen. Gut, gehen nicht dazu vor. Wir hatten schon hier, ne, das ist, dass wir Navi nicht hatten. Ja, Carol. Ja, also mir hat ich schon viel darüber diskutiert, und weil du just wir hatten ein Jahr zusammen gesagt, für drüber zu gucken. Und schlussendlich, wenn in die Parkplätze so gesehen, und du hast auch gesagt, gehen die Leute vorher aus den Parkplätzen handelt sich raus. Ja. Ist das nicht gefährlich? Einfach verkehrstechnisch. Das sind alle Straßen, wo du so Parking rausführst, ja. Parking, ja. Dasselbe wollte man da ja auch an der Rue du Pont machen, Lernste Lycée, ne, von der Kack und auch schief machen, für mehr Parkplätze hinzukriegen. Das möchte auch einen bestimmten Verkehrsberuhigung. Muss ich wissen, dass ich da aber in einem Staat Keras, und wenn ihr gesagt habt, dass du ein Auto regluten hört, dann zeigt den aber ein bisschen mehr an. Wenn den anderen gesagt, könnt ihr vor der vierte noch nicht raus. Also das ist ein bisschen Rücksicht holen. Ich sehe da kein ganz großes Gefahr. So mehr, dass man am Kader von also Parkraum-Etude, wo man die auch demnächst, ich meine, zur Woche eine Arbeitssitzung haben, wo man sogar so weit gehen, dass man Marktplatz als Zone de Rencontre proposieren. Das heißt, dass du sowieso schon 21 Stoff hier ist. Und das soll einfach, du kannst darüber fahren, mehr gemäßig, über den Markt hat der Fußgänger nach Priorität. Und dann kannst du bis auf die Kreuzung fahren, aber das ist nicht für dort zu rennen. Das ist wohl so, wenn man das macht, dann muss man auch den Gedanken fertig
Ja, definitiv. Also, ja, sind wir am Gang. Dann, da ist auch noch nicht viel gesehen, für die Velo. Weil, ich weiß nicht, am Sommer, wie ich aufgefallen ist, mir sind immens viele Touristen, Leute über die Lützeburger Straße, überhaupt, der Markt drauf, über die Lützeburger Straße gefahren. Also, die nicht unbedingt als Beschilderung vom Velo, mir schon ein paar Mal drüber geschwärzt, also die Welt zu viel, ich weiß nicht mit das aber sie sind. Aber wenn es der Heilo ist, so eine Rencontre anfuhren, du hast noch nicht viel gesehen für die Velo, gell? Nein, also wir für ganz viel Geld. Ja. Die Velosphäre nicht nach, also wir haben mal um Plan angezeichnet, wir das von Spezialisten beraten gelassen, haben die Mesure geholt, wo wir wirklich bauliche Maßnahmen gerade, notamment Parking Rabatt für dann an Tannegästen zu fahren, wo man versichern Veloen aus dem Verkehr rauszuholen, wo man dann Boden markieren, wo man wirklich Inseln machen, und da können wir nicht die do so investieren und dann parallel gegen das Konzept, weil dann haben wir ein bisschen Konzept auch nicht machen. Wir müssen aber so gestimmt, Maßnahmen gemacht, und da muss man auch die Velo und die hin trainieren, weil Velo kann auch auf der Straße fahren, dann dürfen sich aber nicht beklagen, dass man, wenn man just parallel zum Velosweg fährt, den ausbeschildert, das an sicher ist, am Mannertrafik, dann dürfen sich nicht beschweren, wenn man auf der Straße wird, dass du Autos sind. Das ist immer ein bisschen, das ist selbst, wenn du nicht einem Velosweg mit dem Velo fährst, du schwierst echt das Auto, mit dem Velo dich nicht beschweren über das Auto, ne? Das ein Dürfte fahren, ne? Mit dann wissen, dass man auf der Straße fährt. Wir wollen den Velosweg hält, da wissen, dass du kein Auto könnt. Und dafür haben wir schon die Velosweg durch nach gemacht, Verbindung Lützeburg mit Verbindung Richtung Dickrich oder Wasserböllig, wo wir das dort gemacht haben. Können an zweite Weg, die können noch dabei. Am Moment haben wir den Doten als Ähnchen, mit der könnte doch der geht, die Weg noch dabei. Ne? Die Nebelo, die dann definitiv, an da geht dann definitiv auch einen zweiten Weg gemacht. Wir versichern sie wirklich, das Problem ist schon egal wie, dass sie, wenn sie auf der Lützeburgstraße fahren, dann eigentlich eine gefährliche Kreuzung fahren. Ne? Entweder die jetzige Knapperkreuzung oder Hanno, die neue Kreuzung, die dann hin können. Und das können wir. Das will man nicht machen, wenn man den Velo über Mannergroßstraße können, sondern über die Düscherstraße und durch dort geht. Wir können natürlich nach mehr markant nachgehen, dass man nach mehr den Velo weisen, wenn es schläft, für der Döner, das kannst du nicht an eine gefährliche Situation. Wir wollen den Velo aber, und das ist sehr gut recht, ob der Straße will fahren, da fährt auf der Straße mit. Dann ist ein Verkehrsteilnehmer, wie Auto, dann kommen wir noch. Ja, Christian. Du hast mir aber nur eigentlich Platz, wo ich mir auch neben dem Velo fahren lassen. Ich weiß natürlich, wie ich mache, dass ich verloren habe, wenn ich gegen Frisch machen. Da hätte ich nämlich dann auch nach Möglichkeit zu begrünen, ein Spring zu setzen. Du irgendwie auch attraktiv zu machen. Gibt vielleicht Parkplätze für mich, ich weiß nicht, ob das so schrecklich viel sind, wenn das schief ist. Von Parkplätzen, die du letztes Mal Straße machst, wenn die einfach parallel zur Straße wären. Es geht nicht um 12 von den Parkplätzen. Es geht darum, dass man die Velo durch Straßen trainieren, wo nicht viel Verkehr ist, wo es nicht gefährlich ist oder Manner gefährlich ist. Darum geht es. Doch. Du kannst mal Velo fahren, selbstverständlich. Das war delikat. Also ich gebe als Velofahrer aufkommen, weil ich das zu schnell sind in der Fußgängerzone. Das ist immer der Respekt wie von den anderen. Der Velo aus dem Moment in der Fußgängerzone den nicht schnellen an den Fußgänger die Schwachen, und du musst dann den Velosfahrer sich respektvoll weisen. Ne? Mit dem Velo kann eigentlich überall fahren. Wir haben auf anderen Plätzen reserviert, Prioritätsplätze gehen. Die Kinder am Verkehr so fahren, die müssen den Weg separat haben, die können nicht mit dem Auto zusammen. Richtig, dafür sollen die Tannegäste durch die Straße fahren. Ja.
dann eben viel Wöller an der Stadt vorlassen, an der Stadt Lützeburg ist doch so. Wir haben so von richtigen Regenstraßen und sie Stück am besten überhaupt hier einen Streik zu machen. Platzweise können wir die ganz gut mit dem Auto gesehen aufpassen, können wir ins 2 nehmen. Das ist einfach symbolisch wichtig, dass wir die Wöller noch einen Platz schaffen. Wir haben nicht an der Bürger vielleicht aber noch so also dein Wandel fand ich unrecht auszusetzen, das ist alles okay. Aber also schon definitiv, dass die Parkplätze so schief gehen. Ja. Ja, das wisst Nico, das schon sagen zwischen, also ein paar Bayer schnell ist mir das schon mit der Pläne so ragin an der Kommission, dass schon von der Kommission avisiert gehen. Das ist schon ganz Konzept, das schon, die das schon auch als ganz gesehen, ja. Ja. Jo, Carol. Carol hat schon gesagt, Muni wird den heutigen Punkt effektiv schon mir oft geschwärzt, am Finale mir wird der Markt geschwärzt am Kader von der Sperrung von der Marktplatz par rapport zu dem Summer Main. Eigentlich das war am Anfang so gut ausgegangen ist. Und schon meine Noten aus dem Gemengerot von April 2019 noch geguckt, weil der Chefrat hat damals auch alle guten Fraktionen gefragt. Wir hatten eine Arbeitssitzung auch für zu gucken, was ist, also für eine Lesung zu finden. Weil das ja nicht sonst mal eine einfache Situation, die wir haben. Wir werden alle guten drauf, dass den Innerorts-Bypass, dass es 4 Uhr geht, dafür, dass wir die Knapperkreuzung entlasten, dass wir einen Fluss haben an dem Verkehr, vor allem an den dicken Verkehrsstunden. Und wir hatten in dem Moment als DP-Fraktion, wird auch bei uns intern auch für Diskussionen gesucht, ich meine, das ist wirklich nicht eine Lösung, wo ihr seht, das gibt keine perfekte Lösung am Moment. Aber wir hatten in dem Moment effektiv auch schon suggeriert, dass wir gingen für den Moment, solange wie der Bypass nicht fertig wäre, über ein Sens unique gingen fuhren, wo man dann eben auch nach zusätzlichen Parkplätzen könnte gewinnen. Als Idee war in dem Moment nicht unbedingt so favorabel, weil wir auch gesagt hatten, dass Point Chaussee nicht so favorabel ist mit einem Sens unique. Das heißt, wir sind natürlich lo, aber begrüßen wir, dass das heute lo gemacht wird. Das ist natürlich nicht mehr eine Zwischenlösung. Dafür, Christian, ich meine noch nicht, dass ich lo gegen Beam pflanzen, weil das nicht mehr, das heute also nicht mehr eine Etappe, meiner Meinung nach. Weil es soll ja noch, und das hat mir auch gesagt, zu einem Shared Space auch kommen, respektive so eine Rencontre, ist es genannt. Das hat mir auch gefreut. Das heißt, wir sind am Anfang auf derselben Stelle, wie das was gemacht wird. Und noch die zusätzlichen Sprachengemengen, die machen auch Sinn, weil man aber auch oft Schwierigkeiten haben, dass man nicht genug Parkplätze haben, die zentral von ihr nach gelegen sind. Dafür werden wir das heute als Fraktion mitstimmen. Okay. Wie ist es dann just übergangsmäßig oder aus der Tote, wenn das bis steht, also, dann ist schon Party vom Konzept. Also, das nicht erstegemäßelt und geht nicht, was man so oft andere wie das Reglement de la Circulation. Wir sind permanent im Gang, irgendetwas zu basteln und zu doktern. Aber effektiv, ich meine, wenn die Worte Delastage mal da ist, wenn die mal durchgehend von der dicksten Straße über Charlie, über Parking Kaktus und dann durch Benediktinerstraße, genau, wenn da mal bis fertig ist, dann sitzen andere Leute hier und dann fallen die vielleicht raus, dann muss man hier noch etwas machen. Da ist nur mal für eine gewisse Zeit, ne? Das war eine Kurztermlesung, aber ich meine noch nicht, dass das eine Definitivlesung ist. Ne? Ich meine das nicht. Aber das ist aber nur mal für eine gewisse Zeit. Also ich meine, bis die nächste Wahl, Kind das aber schon mal unhalen. Vielleicht auch drüber raus. Das muss ich gesehen, ne? Wie ich das, also ich meine, was du da wichtig zu sagen hast, dass ich, wenn ich vom Markt komme, noch Prioritäten weggeholt kriege. Das gehört auch dazu, ne? Dass die Autos stehen müssen bleiben, ne? Das ist auch extrem wichtig. Das hilft auch schon ein bisschen. Nee, ganz sicher, wie Mille das gesagt hat, geht ja um Sicherheit. Ich meine, das heute machen wir ja, weil Sicherheit am Moment nicht gewährleisten das op der Knapperkreizung, gell? Weil das ja, wir sind nicht legal mit der Vierfahrtgeschichte, gell? So wie du hast, du kannst ja nicht Vierfahrt von der Sänger Einbahn raus oder das wird müssen sowieso kommen, oder? Eventuell ja. Die Prioritätsgeschichte, ja. oder? Ja. Nee, auch mit den Parkplätzen
war eine Überlegung von der Sicherheit hier einfach. Also das nicht so, nee, das du hast recht, das nicht sicher. Das du hast schon, das ist nämlich nicht von einem Planungsbüro kommen. Das tut der Chef rotisch ausgedurcht. Und gingt Straßenbauverwaltung, ne? Weil die sagt, das geht nicht. Doch Politik sagt, das geht nicht. Und wir haben da gemacht, lo geht da bei uns ist doch okay. Aber das ist sicherlich keine optimale Lösung. Nee, lo an der Lage. Also ich wollte just noch absurd, also das ist vielleicht keine optimale Lösung, aber das ist auf jeden Fall eine ganz angenehme Lösung für den Moment, weil wie gesagt die Knapperkeit ist also effektiv immens gefährlich. Aber ich denke, dass Lo den die wirklich also den der Lo 2-3 Mal Motor lebt, wenn ein Auto zurückfährt oder so, möchte das noch nicht ewig, wenn er wirklich sehr als wir nach will fahren. Und just den die wirklich für ein Zentrum kriegt erstens mal Parkplätzen an wirklich also ganz nur beim Zentrum an dafür auch froh kommen du also wie lang kann ihn du parken aus der doch so wie zum Beispiel bei der Gemeinde da sind 2 Stunden kann du sind das sind so viel wie möglich du eine Rotation kriegt oder wie hast du den Plan? Lo greifst op die Absetzung 4 wir kommen nur auf die Absetzung wo man Park wir wollten nämlich nicht mehr aufhängen Einzel zu legiferieren oder zu Nummer so mit einem Gesamtkonzept wo man einfach so im 2 Zonen wo der heute Mod integriert und das könnt an die Bandenzone am hun 2 Zeiten der Bandenstation also so lang an der Baustation so lang an die Preise sind unterschiedlich und dat kommen die Erbestation wo mich als Gesamtkonzept wo dann noch viel mehr einfach also noch für allem einfach für den nicht erste nachher weil für die gibt just zwei Tarife an 2 Zeiten ja? Und da sind entweder die Einfahrf oder die Janafarf geht ein bisschen mehr kompliziert für den ersten nachher weil den nämlich irgendwie nicht residentiell kriegt an die kann dann noch verschiedene Dinge ein bisschen mehr lang mit dann die kann die Stadt oder merken mit denen vorbei aus können das ist ganz einfach die Einfahrf oder die Janafarf und dort kommen wir und dann haben wir denke ich für ganz erst nach den dort ein Problem von Parkplätzen für allem das ich meine das gibt ein bisschen mehr definitiv ein bisschen mehr lang Lesung und das ist auch da ist auch viel Denkarbeit dran investiert und da haben wir auch ein Planungsbüro mit dabei geholt die auch Erfahrung haben von anderen Wirtschaften und also auch das gesagt hat du geht es so gemacht und immer versucht wirklich etwas Kohärentes zu machen ich meine das geht gut und das dort passt geht genau daran angepasst ja Karol schon noch 2 Fragen die ich vergessen habe wir haben einen Plan de Situation gekriegt den am Dossier war und du schon nicht richtig verstanden was die Orange Anzeichnungen auf dem Plan waren weil du hast nämlich angezeichnet unter anderem dass Trost ging verlaufen auf der Marktplatz rob durch André Duscher ich habe mich gefragt ob das eine Exception ist die du angezeichnet hast weil das ja nicht die normalen Trasse die geht ja langscht Post und dann ist auch noch mal aufgefallen dass Rue Saint-Hermine du auch angezeichnet ist und Rue Saint-Hermine ist ja aber am Moment zugemacht für den Verkehr für zu evitieren dass die Leute dort Doofketzung holen dafür schon den Plan nicht verstanden wird par rapport zu dem was an dem an der Präparation für der Deliberation steht schon der Plan leider nicht lebt ja Luc der Plan also schon wie lange ausgeschafft ausgeschafft ja du hast den Plan, den wir abgeschickt in der Kommission. Ja, so was. Ich muss zwar nicht davor gehen, Termin zu sperren, das ist ja auch total geschieht. Aber dann hat effektiv dort Schluss die angezeichnet, also da noch viele angezeichnet, die uns effektiv die Meere darauf kommen und die Stunde der Schücher. Das ist nicht das Schluss, das verlief. Dann bleibt die Situation bleibt, wie sie so aus. Das ist für uns weiter warm und da wäre da in Richtung definitiv gut. Das ist aber nicht, dass wir da nur Verkehr, die wir hochfährt. Da bleibt Fußgänger so wie dann doch aus. Den du kein Stroß hört, und du Stroß mit sowas. Ja, der Velo könnte Ruf gefreut. Aber der Velo wäre schon über den Markt zu führen. Ja. Ja. Aber was wir nur an, dass das dann auch von der Format Ruf kommt,
Ja. Dat gët lo schon. Ja, das krämer die net evakuiert ne respektiv dat gelang wer an dafür as auch de saniggerich vun der Spurkäes un am Anfang kam auch an wenn dann nice Leiit sich bësse mir intensiv man auseinandersetzen hat Problem wie kriminativer man nämlich do wo man merkt hun wo man apps gesperrt und da kommen Leute da funktioniert den net und dafür hast du nach an double sens ja die sind dann net do de Markt zo as de Markt zo ja dat sind dann nee kannst nie ging es sonst nicht führen du warst immer am Fehler richtig ja ah ja die ist umgedreht dafür auch die do genau das ist mein Ding wo man gesagt muss man die dort das sonst nicht do umdrehen dafür das sind so die Raffinessen ah ja du geht lo an Diana richtig ja. Das viel Denkerbe da dran okay ja. Ich gebe so und da gebe ich mal da dort zum Wortstellen wenn das mit der Modifikation Reglement der Sektion verstanden ja. Wen als da ging bin an ihm dann gut merci so da könnt bis wat d'Opposition schon öfters geforderte Bilder von der Kommission konsultativ et des groupes de travail zu machen voilà schon da mit am Schafrot geguckt gehört an da wollte man dat machen hun insgesamt wir 5 Kommissionen an 8 Gruppe de travaillen ich kann sagen durch Kommission de la surveillance de la l'école de musique schmengen die funktioniert so wie Summegruppe von sie gebraucht wird Kommission des Bâtisses et de l'urbanisme selwech wobei natürlich Dingen als berechtigt aber eng Zeitchen kein gräser Projekt hatten wo man konnten Kommission also baute Kommission mat befassen die kommen aber lo an dann an natürlich de PRG war kommt zwar zu unglücklicher Zeit mehr nichtsdestotrotz wenn man denken dat man die nächsten 3 Jahre die nach viel Werten frohen und dann könnt Finanzkommissionsmengen die schaffen noch regelmäßig immer hier wie zum Budget eine Woche Vereinssubsidien geguckt, dann sie noch umgang verschiedene Taxen zu gucken. Dann könnt Kommission d'Integration die als ein bisschen Mann aktiv die kriegen zwar regelmäßig Sachen geschickt wo auch Nationalsachen sind aber durch sind einfach die Membern die Dosen nicht ganz erdisch wann etwas aussteht dann lebt die durch den Bürger den koordiniert und dann könnt als letzte Kommission das Kommission skolär die auch regelmäßig Summe könnt schon immer für Schulorganisation und so weiter. Dann kommen wir bei Gruppe de Travail Nouveau Arrivant. Die haben gerade die neue Broschüre gemacht. Die wollten das machen mit wie für 2 Jahre am Trifolio und mit den Vereinen, wo die sich können vorstellen mit Covid, dass das leider durchgefallen ist. Wir sind aber die Broschüre fertig gemacht. Die leider auf der Gemeinde am Münnerlo nach dezidiert, dass man zusätzlich ein Tutbot machen von der Broschüre, weil da ganz viele nützliche Informationen sind. Und das so viel Arbeit gemacht wird, dass man eigentlich sinnvoll fand, wenn die Broschüre, wenn alle Haushalte eigentlich die dort Broschüre kriegt. Da gibt es die Gruppe de Travail von Frieden der Solidarität, den ist leider ein bisschen angeschlagen. Ich meine, ich war immer mit dabei, und den an sich den treibenden Kraft davon war den Remo Becker. Und nachdem es der Remo abgehalten hat, habe ich ein paar Mal gefragt an die Gruppe, ob keiner will die Koordinationsrolle überholen. Da hat aber kein de Fanger gehowen an du ass dat mir heng geblieben ich muss so ich kre Zeit net fir ëmmerem du zu denken dat wann du een ass den dat gif iwwerhollen wäre ich dankbar
wann dat net ass dann ass het leider net. Da gëtt Gruppe de Travail Promotion de la Procession dansante den de funktioniert, dat hëlt Marina bisssen Koordinationun die verholt Marina leisen an die schaffen die schon noch ganz grob Sache gemacht. Da gëtt den Gruppe de Travail Promotion du Naturpark Müllerdal Äre Projekt am Naturpark ech den assmenglech ageschlofte Werke am Ufang war do groß Enthusiasmus, aber du hast schmengende Koordinateur aus den Claude Hansen, du hast nicht wieso die Gruppe Travaillen die diverge von der Gruppe Travaillen schmengen so lang Themen sind die Leute bereieren dann will etwas machen da geschieht es mir wann du die Leute die an den Gruppe sind kein Böswer fanden oder wie Grund immer dann hast nicht schlimm ne? Wann der darum eng Aktivität können oder ein Dynamismus entsteht dann gern aber nicht das ist auch nicht schlimm. Dann den Gruppe de Travail Semaine de la Mobilité 12, da war effektiv, da hat man 2 Demissionen, wo Leute, die aktiv waren, und die hat immer gut funktioniert. Und da hat Christian der ja gesagt, das ist aber schuld, dass die Leute, die da gezogen haben, nicht wie da sind, da geschieht dann nicht mehr. Und da haben wir darauf einen Appell gemacht, da haben sich 12 Leute gemeldet. Und da sind wir froh darüber, an die haben wir kontaktiert, und die werden wir den 12. Oktober um 7 Uhr am Dünzel, dann fängt wir mal Kick-Off mit denen, und dann gibt denen mit neuer Besetzung anlaufen. Da gibt es die Gruppe de Travail Soirée du Grand Âge, die alle Jahre so hier Soirée organisieren, aber das ist ja leider durch Corona die Aktivität mat für die Leute vom dritten Alter leider nicht konnte machen. Gruppe de Travail sportif méritant et die Nuit du Sport idem die noch alle hier Aktivität gemacht und du hast natürlich auch die Sportleierung als leider im Coronavirus bisschen in der Trainer kommen und dann last but not least nach Gruppe de Travail vom Klimateam, wo de Band koordiniert, respektive wo man vorbausen hun, und die kommen auch regelmäßig zusammen. Das wäre lo enke do de Bilan, wo dat Pummer gefrotet, wo sind wir mit der Kommission drohen, wo sind wir mit der Gruppe Travail drohen, den wir lo enke als Chefrat gemacht haben. Bin froh dazu. Carol? Ja, merci für einke de Resümé. Ich meine, wir hatten da schon Pummer gefrot gehabt, an effektiv, weil man fand und einfach, dass wir einke müssen als evaluieren, wie de Benevolat oder die Leute, die sich da melden, für Mat zu schaffen, können Ball behalten, während den Jahren, wo sie sich da eben ausschreiben. Und ich froh war eigentlich am Anfang, sie da zufrieden, weil die hat ja verschiedene Sachen geändert gehabt. Ne? In der Chefratserklärung sind da von Kommissionen raufgegangen auf Arbeitsgruppen. Das heißt, als das für ihr ein Succès, finden sie, dass noch mehr Dynamik dran ist. Voilà, für die schlussendlich darüber antworten und dann habe ich einen kleinen Propos. Ich fand das bei der Gruppe de Travail ganz gut, weil du an der zeitlich begrenzt bist. Und das ist eben nicht, wie du gesagt hast, wusste, Leute muss über 6 Jahre animieren oder Leben halten oder reanimieren, weil eine Kommission ist, also auf 6 Jahre, eine Gruppe de Travail, also ein bestimmtes Thema. So einfach ein Beispiel, Gruppe de Travail Nouveau Arrivant, die haben die Broschüre gemacht, die haben das geschafft, die haben das aufgeschlossen, die sind dann auch mit der fertig. Und das fand ich auch gut. Du kannst dich also als Bürger auf bestimmten Dingen engagieren, bis das fertig ist, und dann abhalten und ohne schlecht Gewissen, so nicht, dass muss ich demissionieren, weil ich keine Zeit mehr, ich weiß nicht, da fand ich die Idee von den Gruppe de Travail ganz gut. Es hängt immer von der Motivation von den Leuten, die an den einzelnen Kommissionen oder Gruppe de Travail auf, und hängt auch immer von den Leuten, die Koordination machen, auf, ob sie dynamisch sind oder nicht mehr. Die Form fand ich aber ganz gut. Kommissionen haben wir auf ein Minimum reduziert, weil wir so, dass die Kommissionen, die müssen sind, die brauchen wir über die ganzen 6 Jahre, aber die Gruppe de
Travaien, das ist nice to have, mir kein must to have, aber wenn du Leute sind, die ich will engagieren, können sich engagieren. En plus können wir tout moment neue Gruppen kreieren. Das heißt, weil irgendein Thema ist oder irgendwelche Leute sind halt dort, selbst das gibt man ganz gerne machen. Da kann eine neue Gruppe, à tout moment eine Gruppe Travail, sondern ganz spezifisch, ob da dort Dinge halt, wen hast du bereit für Domate zu schaffen, und da kann ich das machen. Ich fand vom Konzept hier fand ich ganz gut. Sind dann nur neue Arbeitsgruppen, weil du siehst, sind nur verschiedene Sachen, die sind aufgeschlossen, die sind da gemacht, sind dann nur andere neue Gruppen de Travaillen, die da an die Leben will rufen. Nee, mir just den Mobilität dus haben wir relanciert, und wir haben das zwei die schlummern, wo wir fragen, machen wir sie zu oder du, nee, wir haben aber keine neue. Wir haben nicht, das ist auch nicht, das eng falsch Meinung zu mengen, dat dem Chefverrot ass fir eng ganz Urschaft mat zinge Bierger zu animieren fir denen ich weiß nicht wat Spielwissen zu gehen. Ich mengen de Bierger as groß anal genug an selbstständig genug für sich selber anzubringen, wann se hey, dat muss machen, dann hu mir noppen Dauer. Ich gesinn dich das so okay, was wunderbar, dann hilf mir dir Gruppe Travail zu machen, wir machen den Appell und dann macht dat. Da kommt zu ménger Propos, weil das ein bisschen op der Lin. Ich mein, ich war ja auch selber an Kommissionen, an Gruppe de Travaillen, wat mir lo fand und wat bisse schuld, also schön lo just, das nicht, dass das lo nicht zur Befriedestellung gemacht ist, mir schön zum Beispiel Sportskommission. Ich fand nicht schuld, dass Sportskommission Ruf gewährt gehen als just op Sportlerehrung. Da wären aber vielleicht nach anderen Themen, die der Wert wären für uns zu gehen. Das ist ein Beispiel, gell? Wenn du dem Moment, wie eine Kommission war, hast du Präsident, du hast einen Sekretär, das heißt, du hast Leute, die sich dann in dem Moment darum kümmern. Wenn du hier gibst, das ist noch immer eine Arbeitsgruppe, aber dass du siehst, hallo, gib mir das dort ein Thema an dem Moment müsste ein Abruf wen als lo gewölt op dem Thema mat zu schaffen. Aber dann ist so Sportlehrung Rivers an wir hatten dem uns neue Schlüssel ausgeschafft, gell? Das war ja noch andere Sachen, die aber in dem Moment waren. Da siehst du, voilà, Logit, Sportskommission oder eine Arbeitsgruppe. Du musst natürlich Leute, die diese Studie sitzen, sind d'accord. Und das ist nicht Schafferrot, aber dafür gibt es ja einen ernannt, dafür hast du ja Präsident, du hast ja einen, der einen Rapport schreibt. Ne? Dass die da so, voilà, aber mal das Thema holen, dass sie vielleicht ganz andere Leute diese Studie interessieren und da wollen mitmachen. Da passt aber bei der Idee von der Dynamik von den Arbeitsgruppen. Aber du musst aber in Hund den dann Thema vorschlägt oder den immer einen neuen Abruf möchte. Mit der kann machen. Die Arbeitsgruppe kann das machen, die Leute, die an der Arbeitsgruppe sind, können das machen, es können noch nach Leuten sich melden, die so eine Schiff an die Arbeitsgruppe rankommen, für das zu machen. Das ist alles möglich. Mit geschieht nicht. Das dann ist doch gewiss, was nicht geschieht. Ja. Aber da müssen die den Biswer spielen, müssen die Hand hier, ich komme nur mitmachen, ich schreibe nur und ich mache das. Also Decision als Heinz schon getroffen, wann den Arbeitsgruppe und die Arbeit kümmern. Wenn ich so bei den Gruppenmobilität wollen, wenn ich da bis und das planen will, dann sind Sachen schon fertig. Das heißt, der Schafferrot misst, wann so etwas gemacht wird, wie den Parkplatz, also für den hast du das spät so als Beispiel. Die Menge Schafferrot so, oder dort kann die Kommission gucken, ihr nicht Decision hören. Weil wenn sie bis gehört hast, dann ist die Arbeitsgruppe sinnlos wird. Zum Beispiel hatten wir jetzt von der Platzaménagierung gemacht, dann aber da gleichzeitig eben umgestaltet, von draußen den Platz soll aménagieren. Und die schwätzt nicht nach dem Arbeitsgruppe, da kann die Arbeitsgruppe, da liegt ihnen am Neigestraum. Die weißt du dann nicht, was du auf der anderen Seite geplant wird. Dafür muss schon gemein Sujet haben, wo die Leute dann drüber schwätzen, weil so sitzen die Leute dort zu überlegen und etwas, wo es schon zu spät ist, und dann würdest du schon da als zum Beispiel. Dafür muss das schon von der Gemeinde an die Arbeitsgruppe beruhigt gehen. Und da müssen auch die auswärtigen Experten, die ihn selbstverständlich brauchen.
mit dem mussten dann auch mal am Arbeitsgruppe zusammen schaffen. Den Arbeitsgruppe, die ist ja nicht, wir müssen zum Beispiel nicht, was steht der eher assoziiert, was am Plan der von Bürosphäre, von wir wussten da an der Gruppe. Wir haben davon gestartet, wir hatten keine Ahnung, wir sind in der Geburt was schon ein Typ. Dafür müsste da an die Gruppe kommen. Wir am Schafferrot bildet und die mussten dann vielleicht an die Gruppe, aber eigentlich auch Finanzwärts durchschafft. Das bringt nicht. Die Leute, die so sitzen, die schaffen und das auch nicht. Das ist ein Idee, das das Konzept ausgeschafft und den dieser ja auch kennen. Ja, aber hatten wir von der Gemeinde, von dem Schafferrot gesucht, gucken wollen, ob die Bürgerskonzept, wie man den umsetzen, auch da, wo Umsatz so ging. Dann hatten wir darüber geguckt, dann hatten wir 4 Reihe gehabt, hatten wir darüber geschwärzt. So konnten wir darüber schwätzen, wir wussten ja nicht, was die Gemeinde Bürgerskonzept zu machen. Das kann man funktionieren, wenn man Input vom Schafferrot kennt, worin ja, das ist richtig. Auf verschiedenen Dossien können die das machen. Ja, das ist ganz klar. Fiedert gehen, gell? Also, oder auch gefroht gehen, weil die Kommission sie ja nicht nur dafür ist, zu embêtieren, für ich zu helfen nach verschiedenen Sachen, gell? Wenn er nicht klar wird, dann ist die Idee vielleicht, dann ist die Hoffnung. Ja. Ich kann vielleicht schon das Beispiel von der Sportkommission antworten. Also ich meine, wir probieren noch Kommissionen zu fördern. Wir hatten zum Beispiel ENAPS für uns mal das Ganze über den Koordinateur sportiv erklären zu lassen. Ich habe das weitergemeldet und Koordinatrice. Ich gehe davon aus, dass du eigentlich das dort ein Thema ich sind nämlich an der Sportkommission mir aber auch probieren, wann wir ein Thema haben am Schafferrot, was Kommissionen betrifft, da gehen wir das auch weiter. Das ist nicht, dass wir das nicht weitergehen. Das war just Beispiel Sportkommission, da wird demnächst über den Koordinateur sportiv dann aber auch ein diskutiert gehen. Ganz klar. Also sind eigentlich gut das, weil uns auch, ich meine, das ist relativ komplex, das Thema vom Koordinateur sportiv. Also wir sind noch froh, für dann einen zweiten und dritten Avis dann zu kriegen. Ne? Also wir doch schon das öftere Sachen an die Arbeitsgruppe oder eine andere Regierung oder Kommission, wenn man überhaupt kein Feedback kriegt. Nee, wenn es nicht ein, du sitzen nur ist den ein bisschen den drei und dafür also es auch wichtig, dass immer ein Präsident und ein Sekretär, aber wenigstens sind die sich wirklich stumm oder also nie setzen, mehr wie gesagt, dass du nicht Leute 6 Jahre Ball behältst, dem noch weh, sowieso de Benevolat, ich weiß nicht, was an Zukunft man ob es durchkommt, mich schmengen, das hält auch auf, gell, mit Covid, also weil wir wissen, die Leute, die sich immer für alles interessiert tun, das waren aber auch immer ein bisschen dieselbisch, und das ist ja auch ein Problem an den Kommissionen, an den Arbeitsgruppen, sind immer ein bisschen dieselbisch Leute, gell, und dafür muss vielleicht mehr oft an den 6 Jahren, so wie der Lo für die Mobilitätsgruppe gemacht hat, dass mir oft muss ein Abruf gemacht gehen oder wenn ihr gesagt weil du hast Luft raus, kommen wir andere Menschen einen Abruf. Das ist nicht Schafferrot, das ist so ein Schnitt mit denen, den du dann Präsident überhält, muss sich darum kümmern. Ja. Ja. Carol? Ich will just ganz kurz zur Baukommission sagen, weil war du selber gesagt, die Kommission die hat nicht so viel geschafft. Wir hatten just 2 Reunionen und die 2 Reunionen sind alle an Sommer Vakanz gefallen. So, das ist ja so gewesen, dass die von der Majorität gesagt hat, wir gehen Präsidenz und Sekretariat von der Baukommission und der Opposition. So, das war ja alles live gemengt. So, das ist aber so, dass alle Chaos, wenn wir an der Vakanz die Reunionen machen, dass mir als Präsident und als Sekretär schwarze Peter kriegen von den Membern gesagt kriegen, pardon, oder kein besseren Datum fand für die Baukommission zu machen wie an der Vakanz. Ich bin darüber nicht froh, weil du selber gesagt hast, es waren nicht viele Projekte da. Ich meine, es hätte auch der Baukommission ein bisschen mehr Responsabilität am Niveau vom PAG könnte gehen. Hätten sie könnte mich frei damit cesieren, für das Baukommission effektiv auch könnte in der Wie aufgehen zu dem Projekt, denen vielleicht schon ein bisschen mehr frei beschafft hat. Ich meine schon, dass es möglich gewesen wäre, in den letzten 3 Jahren da als Baukommission mehr aktiv zu schaffen
Und ich hoffe, dass das, was du gesagt hast, in Zukunft dann noch ob es durch könnt, dass man effektiv verschiedene Projekte an der Baukommission können gucken und dass man nicht nimmer die Projekte für die Vakanzenzeit kriegen, weil ich persönlich schon ein bisschen flammt, dass die Leute dann sonst mal als E-Mail schreiben, wo sie sagen, was soll das? Und dann muss mir sagen, wir können nicht dafür, weil wir kriegen Projekte nehmen dann und dann. Das bisschen schuld, dass das die letzten Jahre ein bisschen eng Alibi-Kommission, die Opposition, die mir auch wollte, mir auch gesagt, wir machen nicht, mehr das bislang nicht so gelaufen, wie mir ist das vorgestellt haben. Aber wir können Projekte nicht selber erfahren, dafür, dass effektiv eng von den Kommissionen, wo man musste gefedert gehen, für etwas zu machen. Wir können noch die Baukommission nicht zusammenrufen, ohne dass sonst mal mir Informationen respektive Projekte haben. Du weinst manchmal schwarzen Stoff für Rest 2, wenn wir so, dass wir nicht ganz zufrieden sind darüber, wie das bis so gelaufen ist. Also es sind aber strikte Mal dagegen, dass eine Alibi-Kommission ist, das ist nicht richtig. Und das ist auch nicht, dass das absichtlich immer an die Vakanz gefallen ist. Baut die Kommission, da sind mir oder Bauprojekte sind mir aufhängig von den Promoteuren. Wenn wir am Juli einen Plan kriegen, wo die eine Baugenehmigung gefragt kriegen, dann ist es am Juli. Das ist mir nicht raus. Wir können die Projekte recht dann an die Kommission gehen, wenn sie rankommen. Und das ist aber leider oft so, dass die Büro gucken, wir sehen für Congé kollektiv, die Papiere fertig zu kriegen und dann über die Congé kollektiv und Gemeinde schicken, dass man Genehmigung kriegt, aber dann können wir fangen. Das ist leider so geschieht an dem Dossier, dass gesagt, das muss da leben, das nicht einmal gewartet und werden wir bis Vakanz ist und dass wir hinter an Vakanz gehen. Wir können das gut erlauben zu werden, wenn so ein Projekt rankommt. Wir müssen sie sehr für mich, weil die will auch an einem raisonablen Level die gegen Baugenehmigung haben. Und wir können aber dann an einer Baukommission damit befassen, wenn wir fertig Pläne haben. Und das ist der Prozess von da an, wo ein Projekt rangeht, bis Pläne fertig sind, das dauert. Und dort geht x-mal hin und hier, und da kommen die Pläne, und dann meint den, hey, lo muss aber, lo haben wir schon so lange mit denen diskutiert, lo muss wir direkt einen Stempel kriegen. Ne? Und dann müssen wir, ohne lang zu werden, dann an die Kommission gehen. Ich habe gesagt, es wird kein Wert, weil ich schreiben alle Woche ein halbes Dutzend Baugenehmigungen für erst alle guten die Baugenehmigungen, weil das sind ganz viele Kleinigkeiten, versteht sie gehen, die werden auch erschossen. Die Projekte d'envergure, Projekte, die wirklich einen Impact auf erst nach Hunden, also Residenzen und so weiter. Und da werden aber definitiv die Dotenzeit kein Do, respektive werden die schon für drauf fertig waren, aber es sind da nur ganz viele an der Planung, wo ich weiß, die kommen an die Kredite auch. Aber die kommen, sobald wir die fertig Pläne rankommen, da sind sie da und dann muss ich mal Joel gucken, schicke dann die Baukommission, da muss man ein Datum finden, dass das relativ schnell geht, weil du können wir es nicht erlauben, viel Zeit zu verlieren. Das ist leider so. Mit Baukommission, ich meine, in Avigin, wir hatten heute eine PAG, heute Morgen haben wir die Reunion, am Büro, wo wir geguckt und die Sachen ranzuholen. Ich meine, wenn wir geguckt haben, was wir zurückbehalten, dann schickt man da doch nicht alle guten Member vom Gemeinde oder noch von der Baukommission, dass sie gesehen haben, was war für drunter, was das Lodo, und dann haben sie aber schon zweimal gesehen und dann sind sie schon präpariert für C-Sinn, weil ich meine, dann schon Dinge, da kann ich Reklamationen kommen. Ich meine, dann da kann ich aber nach an der Baukommission, sie kann ich ja schon ein bisschen ein Dossier, ne? Dann haben sie aber mehr Zeit gehabt und da kriegen sie dann nur die ausgeschafften, die Zweitversion und da könnt ihr ganz gerne an der Baukommission zusammenkommen, nur der Vakanz für das sie sehen und da kann ich doch schon intensiv damit auseinandersetzen und da so, okay, das sind die Punkte, da komm ich gucken nach und dann in der Mat chargieren aus der Baukommission für dann nur auf die Menge und anderen Punkt zu reklamieren, ne, weil zum Beispiel nicht gut ist. Wir können darüber gucken. Ich meine, die Möglichkeit besteht schon, aber die Menge da ist aber eine Chance, dass die Baukommission aber dann quasi 3 Monate den Dossier hat, wo sie aber können reagieren, weil das ist aber so. Wir machen C-Sinn heißt schon just, dass der Gemeinderat dem Chefrat einen Auftrag gibt, für den Dinge auf den Instanzen zu schicken. Ja, von dem Dingen nun können die Leute reklamieren.
Da hat aber schon die Mama von der Baukommission schon eng Chance eng Fehlaufzeit gehabt, dann die konnten sich ein bisschen mehr intensiv damit auseinandersetzen. Ich gesehen da nicht so dramatisch. Sie haben auch den Video geschickt gekriegt, wo sie aber konnten. Also sie sind aber präferiert, also hatten aber dieselbe Informationen wie dir. Also ich da nicht so negativ gesehen, aber wie gesagt, das sicher keine Absicht mehr. So wie wir kriegen, gehen wir dran. Wir hatten viele Sachen, viele Leben echte gehabt. Das ist so. Wir wollen aber auch nicht Sachen schläfen lassen. Und dafür ist dann von der Tour aus. Auch wenn der Mandat nicht lebt, das ist aber so. Wir sind also einfach nicht Komplaints, das ist nicht schlimm. Nee, die lebst man nicht. Du lebst nicht, das stimmt, nicht, was ich so. Ich meine nicht, dass der Rolle ist von der Baukommission für die Privatleute hier Reklamationen zu präparieren. Ich meine, dass die Baukommission echt... Das tun sie nicht gesagt. Echt Baukommission ist auch nicht da, für Reklamationen für die PAG zu präparieren. Die Baukommission hat keine Dosis für die PAG mit zu begleiten am Vorfeld von der Saison. Meiner Meinung nach. Okay, du siehst dann nicht die selbste Meinung, ja. Vom Fiedere von den Kommissionen zum Beispiel an das für oft schließen mit der Baukommission zum wir hatten am Klimateam hat man gesagt, dass man auch einen den Auftrag gehen das Fleischbautreglement auch ein kennt überguckt gehen für ein bisschen mehr an die Resolution, die man aber auch gestimmt von Klimaresolution und alles. Voilà, das sind aber zum Beispiel Sachen, wo eine Baukommission, wo sowieso, wo man gesagt hat, wo man muss ein Baureglement auch die Leute, die dort dran sitzen, dass das eigentlich ja geguckt wird. Also da alles das hat man als Viergestalt mit Fiederen mal abträgt. So wie die Finanzkommission schafft ganz gut, weil sie im Moment gesagt hat, hey, soll man da dann das umgehen und da ist dann noch politische Wille gewirrscht, für dass da hat er gefiedert, da hat er gefroht. Die freue ich auch weiterhin, was können wir lo machen? Voilà, just für aufzuschließen. Okay. Das wird gesagt, gesagt. Hier braucht man kein Wort zu hören, verschiedene Informationen. Dann kommen wir bei der Punkt 7. Das als Police-Reglement, was wir schon mal lange vorgeschickt haben, dass wir rumkommen, sind wir ganz überrascht gewesen, weil da haben wir mit der Police zusammen, mit den Gemengen, aus dem ganzen Naturpark Müllerdal zusammen abgestellt, an gestimmt, an so guten und alle guten Rum. Und das ist eine Kleinigkeit, dass den Artikel 63, den dritten der Linie, muss man streichen, weil dafür kein Basis legal gibt. Das war keinem aufgefallen. Da muss man just den Dingen rausholen, die passen, dass das mit den Hunden und dann schickt man einen ran. Geht ein froh dazu? Nein, sind wir d'accord, für den Artikel, den Linie, dritten Linie vom Artikel 30 streichen, wenn das mal d'accord. Merci. Unanim, dann schickt man einen ran. Da kommen wir bei dem Punkt 8. Ja, du hast einfach nur Statuten, die wir angeschickt haben von einem Basketball-Club, kann ich so, dachte das ist ein ASPL, Basketball-Club. Voilà. Wollten wir nur so. Das ist kriegt ihr dann auch nur Basketball-Club, das ist just das Siege. Also die Person da hat für dich gefragt, ob wir nicht einen Basketball Club kreieren oder an den mir gesagt, wir hätten eigentlich genug Clip an dann hat sich lohnt sie an der Sporthalle von der Jugend habe ich Band ich kenne fort ja die Band ich gehe dem Ressort schaffen fort hat man auch schon drüber geschwärzt Madame transferiert lo der Verein ob danach an so doch eng Entrevue beim Schafferrot ugefrot, immer zu gucken, was sie wollen huet an Malo an die nächste Woche Rendezvous mat da. Da gucken wir, ob wir einen Basketballverein kriegen. Das ist schon lange her, dass ihr nach Basketball habt, ja. Doch. Basket Zura oder so. Ja. Und ich mal so gelost. Also ich kann mich nicht dabei. Die haben schulhafte Bause gespielt. Aha. Also schon effektiv die Frau auch kennengelernt, die den Basketverein an die Leben rief. Sie hat unter anderem auf dem Kongress, den Lode Weekend war, auch die Affiliation auf der Föderation gekriegt. Das ist der offizielle Verein,
wat natürlich hin noch Möglichkeit gibt für Matt an den Championater Matt zu spielen. Dafür mengen schon, dass heute ein neuen Anfang ist von einem Basketverein. Ich fand das ganz positiv. Sie hat auch geguckt, wo könnte eventuell auch Demand sind für einen Basketverein. Wir haben hier an der Gegend den nächsten ist zu Berburg oder zu Hirfnisch. Und es ging aber keiner auch bei anderem Gegend die aber auch gerne gegen Basket spielen. Dafür fand ich das ganz positiv. Das Konzept ist abgebaut, dass es hier darum geht, für mit Kanner anzufangen und am Anfang nicht direkt unbedingt eine Wussen-Equipe zu machen, aber für von klein ab vielleicht etwas abzuziehen. Und das Projekt schenkt mir ganz sympathisch, dass eine ganz engagierte Frau, die selber Rumänien-Nationalequipe gespielt hat. Und ich meine schon, dass hier so die Chance geben, sie hält sich ja selber mit der SBL, aber auch sie unterstützen bei dem, was sie möchte, weil es schenkt aber ganz prometteur zu sehen. Sie hat Stagen auf dem See an der Jugendherberge effektiv organisiert, als erste Etappe. Und da waren noch schon ein paar Kanner dabei. Die könnt nur gucken, auf RTL war eine kleine Reportage, wo ihn doch gesehen hat. Also ich meine schon, dass es flott ist, dass man dann in Zukunft diese Basketvereine zwischen nachholen. Wie gesagt, Madame hat eine Entrevue gefragt, dann die Kritzelo an den nächsten Wochen und dann gucken wir, wie das Projekt ist. Okay, dann kommen wir bei dem nächsten Punkt, das ist Approbation der Kontrate bei. Und das ist aufgrund von dem Brand an Hofelek, den lo an der Vakanz war, hat eine Familie ihre Wohnung verloren. Und wir hatten ja nach das Haus Carle beim vom Doktor den Ekto, beim Trifolio nach Eidelstunden und der Chef hat ganz schnell reagiert und die tun da mal in der Dachbrust für 1 Euro den Monat. Aber der Kontrakt steht auf 2 Monate, das ist eine Übergangssituation bis die Wohnung, wo sie drauf waren, bis deren Mandarei ist, aber bewohnbar ist. Und wir hoffen, dass das dann 2 Monate der Fall ist. Und dass sie dann kann an hier Wohnung gehen. Wodurch war das Feuer ausgelöst, Kind? Ich weiß nicht, das war an der Vakanz, gell? Ich war auf der Platz. Ich war auch Rob gucken, das war am 3. Stock. Es war ein Sickerbrand. Das wahrscheinlich durch ein Radio entstanden. Kurzen und das rumgezogen. Also wir hatten wirklich Glück am Unglück, sie konnten nicht relativ schnell die Leute nicht selber mit Emeren und Schlauch gelöscht, so dass die Pumpchen nun nicht müssen Uhren durch den Dach und das ist der Schuld. Das ist schon ein Schuld, aber nicht dramatisch. Okay. Und wir waren froh, dass wir Carles Haus hatten, wo wir es da aber konnte relativ schnell in der Dach bringen. Ich meine, das ist ein Mam gewircht mit 2 Kanner. Wir hatten so auf der Gemeinde sitzen, wo sie wirklich abgelegt war. Und ja, die Leute hatten relativ viel Chance bei dem Ganzen. Okay, da geben wir dem Kontrakt dabei zum Wort, wenn es mal d'accord. Unanim, merci. Da kommen wir bei dem Punkt 10 für Subsidien. Das Subside für l'ASBL, l'Association luxembourgeoise pour la prévention des accidents de la route. Wir kriegen regelmäßig, wir kriegen ganz viel der Demanden, lassen da ganz viel unbeantwortet nach Verein zu bringen wir daheim dann an die Gemeinde Rot, Müjo 2 Budgetsposten, wo wir eine national und eine international Hilfe machen, dann gucken die auch irgendwie, was hier abzuschöpfen. Wir das mal heim mal do. Wir hatten nach dem Mütterschirm drüber geschwärzt und Nora guckt noch für ein bisschen Bilder zu machen, wo wir wo wir dann nicht gehen. Also das all da x Briefe, wo kommen, also so ein hesche Briefe. Bon. Hier sind der Lohn, wo wir proposieren, dann etwas zu machen, proposieren 500 Euro. Das ist nicht viel, das beschreiben dann aber. Wir sind halt so überrascht, wo wir dann halt so ein ganz Leben Merci-Brief kriegen, sodass dann für den aber in dem Moment viel Suche sind. Ja, froh dazu. Wenn das mal da kommt, 500 Euro übernehmen, merci. Und dann den zweiten Subsid ist für den E-Lake, für die Organisation für einen Hybrid-Livestream-Event. Sie hatte schon natürlich auch nach Corona
gefallen an hun konnten ihren E-Lek natürlich nicht machen hun aber noch so wie mir ja, aber so kleinen Festival gemacht wie mir das Festival gemacht und habe es kleines am kleinen Kader und aber dann noch live gestreamt, dass eben noch den Maillight konnten habe es davon der Matt kriegen und sind aber sie hatten dann an der Orangerie abgerichtet ein ganz Bühnen und aber auch live Musiker das sind aber freien und Sternen ich meine das für 12.000 € früher normalerweise hatten sie so Subsid für 40.000 € gekriegt hatte ich etwas ganz anderes gemacht und dafür proposieren mir ein Viertel von ihrem normalen Subsid sprich 10.000 €, da tun sie bald hier ganzen Dinge gedeckt aber nicht ganz das Propos vom Chefverrat ja Carol. Ja, ich meine, du hast ja auch den E-Mail Lomat dabei am ganzen Event 18.000 € Kästen, wir hatten aber noch 6.000 € Sponsoring gekriegt. Ja. Ich meine, genau, ja. Das ist wichtig zu unterstreichen, weil das weiß, dass sie aber ganz 3 Sponsoren haben, weil wir wissen, dass das Sponsoring auch schwierig ist. Und dafür haben sie ja auch das heute organisiert, für denen aber auch Merci zu sagen, ja. Weil das ist auch wichtig zu sagen. Bleiben wie sie 12.000 €. Wir hatten in der Deislo nach Broten, die Posten war 4 gesehen. Mir schlug vor, dass man die Kästen, die bleiben, die 12.000 sie überholen, weil die Kästen mir Hunde Posten war am Budget und sie haben etwas gemacht. Und gerade wie die wenig die etwas gemacht wie wir hatten das Kino, wir hatten, da haben wir ja mal beigelöscht, dafür geben wir so gut 4 Schluhen für den Rest Kästen zu überholen. Ich habe kein strong feeling, ich habe gemeint, wir müssen nicht unbedingt alles bezahlen. Was sieht die andere Oppositionspartei? Von 10 auf 12 ab. Ich denke dann, dass die Majorität doch da da verstehen. Ja? War 4 gesehen am Budget und so etwas gemacht. Weil Zeiten, also nächstes Jahr geht es auch nicht einfach. Ne? Ja, nee, das ist gewusst, ja. Wenn wir hier hinnen können einen properen Aufschluss ermöglichen, die 2.000 €. Okay, dann holen wir die Proposition von den geringen nun und ich proposiere dann 12.000 € für den E-Lek, wenn das der mit d'accord unannehmen. Voilà, dann ist das doch durch. Kommen wir bei dem Punkt C, das ist den ORT, das ist hier ein normales Subsid. Das ist ein Subsid, das sind die so viel Euro pro Abwohner plus die enge Person, die wir schon mal lange bezahlen, insgesamt 53.000 €, so wie am Budget 4 gesehen hast. Also ist normal jährlich Kotisation, das ist mehr wie die anderen Gemenge, weil wir eben nach eben, weil wir extra gut mit ORT mengen, weil wir auch mengen, dass wir als ersten auch extra Return on Invest kriegen. Ich meine, wir sind die Haupttouristenwirtschaft an dem ganzen Müllerdal und das will man auch dadurch immer dokumentieren. Ja, Carol. Ja, da sind wir ganz d'accord. Und da hauptsächlich, wie wir immer gesagt haben, ich meine, wir wollen uns als Hauptstadt von Müllerdal ja aber auch noch immer so benehmen und dafür fand ich das ganz gut. Okay. Wir zum Wort stellen, wen hast du mit d'accord? Merci. Dann kommen wir bei dem Punkt D. Das ist das Subsid für das bei Lovers of the Universe. Die kennt vielleicht nicht verein. Das ist den Dan Terrar oder das ist den Jess, den das Handrun, den Treibenden Kraft. Und das ist den noch den zu Beaufort den Flying Dutchman geriert an den hat. Das war das erste Event no Shutdown op der Insel, wo de geringe Shop ass. Hat wirklich den ersten den Courage hat fir Live-Act zu machen. Ganz flotte Konzert, auch alles mit Sitzplätzen und das war super gut organisiert. Ich war nachher ein Rich Leid von Bannen von den Konzerten mit dabei und ich war immens froh, endlich mal live können etwas zu erleben. Das war wirklich flott.
Und sie hat Eis gefroht für eine finanzielle Unterstützung am Vierfeld. Und wir hatten gesagt, ja, du warst mir auch froh, dass ich wie was kam. Wir geben als Stadt erst nach unbedingt das unterstützen. Und wir hatten du schon 3.000 Euro zugesucht, dann los den Demand kommt für die 3.000 Euro zu kriegen. Und wir proposieren noch ihm die 3.000 Euro als Subsid zu geben. Wortmeldung dazu? Kein. Doch, Carol. Aus die ASBL von ihr danach? Nein. Okay. Nein. Wir sind ein Event halt zwischen organisiert. Um Lake, ja, der Insel vom Gänge Schap, du hast das organisiert gehabt. Ja. Aber wir müssen just immer gucken, das ist so eine exceptionelle Situation. Sie haben noch etwas gemacht, was am Sinn ist, von ihr danach schmengen, das steht noch außer vor, ob wir ihnen ein Subsid akkordieren. Wir hatten die Diskussionen schon ein paar Mal, wie viel Subsid wir während Vereine gehen. Und wir hatten da immer auch über die Kriterien geschwärzt, dass es Lokalvereine sind, die wir vielleicht aber mehr unterstützen, wie Vereine, die von außerhalb kommen. Wir müssen da just aufpassen, dass wir egalitär sind und dass wir sonst mal nicht vielleicht Vereine von außen mehr unterstützen wie Lokalvereine. Das könnte mal zu Diskussionen führen. Nee, das ist aber eine falsche Überlegung. Das ist nicht immer einen externen Verein ein Subsid gehen. Wir gehen ein Subsid, ein Verein, der eine Manifestation hat, nach möchte. So wie wir im Charlie Gaul ein Subsid gehen, wie wir auch den Triathlon ein Subsid gehen. Die Eventer, die halt zwischen nach Stadt von die subsidieren, das ist nicht der Verein, das ist die Event, was wir subsidieren. Das muss ich noch so sagen. Also kann ein Club von Bausen ein Subsid von der kriegt 0. Ne? Wir wollen nicht etwas organisieren für die Organisation, dafür gibt es Subsid. Okay. Das muss ich so gesehen. Und ich meine, dann ist die Diskussion aber sehr fertig. Ich meine, da haben wir kein Problem. Ja? Mhm. Okay? Ja. Das ist die 3.000 Euro für die ASBL sind mit d'accord, wenn das mit d'accord übernehmen. Gut, da kommen wir bei dem Punkt 11. 11, das ist Modifikation von einem Posten, den wir haben, das ist beehnt. Und die will man gerne ändern an den Posten, entweder Ingenieur-Technicien A2 oder Ingenieur-Diplomé A1 am Statut vom Employé kommunal. Ich erklären, für was wir das machen. Wir haben im Moment eine Person, die Posten besetzt, das ist Eisen Hermann, die auf der Gemeinde am Servicetechnik schafft, den aber am Moment krank ist, mit den er Pension geht. Und den Hermann geht darum für die Arbeit, die den Hermann möchte zu setzen. Hermann hat von seiner Formation nimmen Niveau B1, möchte aber eine Arbeit, was haut in A1 oder in A2 möchte. Das heißt, hier kann Plan Leseplan zeichnen, hat beim Architekt geschafft. Und dann als Bayer kommt natürlich der Fall an sich eng billig Arbeitskraft an dem Sinn, weil neben eng Arbeit von einem Ingenieur oder Ingenieurtechniker gemacht wird. Du fängst, wie es von Hermann an Pension geht, fehlt uns die Person, die Manpower, und die brauchen wir unbedingt an dafür. Wissen wir genau, das Wert B1 zu sichern, die kann das nicht. Die hat das nicht gelehrt, mir früher war das so, und heute musste schon am Niveau A2, A1 sicher für die Doten Arbeit gemacht zu kriegen. Dafür proposieren wir die Posten, also das so übergangsmäßig für den Hermann so nach da einen neuen zu kreieren und dann nur im Hermann sein Posten B1 von denen er fort aus zu supprimieren. Also das ist so mehr richtig, weil das Mann das lebt das schon nach Dürbel. Okay? Ich froh dazu. Ja, ja ich wollte so, hat man das nicht schon? Eine Relation mit dem Duten, weil ich meine, dass man eine Kreation der Post vom B1 gemacht hatten, weil es vier Runden am Anfang ein Platz war von einem C1. Mhm. Also an der man den Plan hast doch schon ein bisschen so. Hm? Ja. Der Claude sieht mir 100 effektiv, dann haben wir sogar ein C, also sogar auf der B1 draufgestuft, und wir stellen fest, dass das noch nicht durchgeht für die dort Nachricht. Weil du kein sich gemeldet oder wie? Haben wir das schon ausgeschrieben? Nee. Nee. Voilà. Wie gestimmt tun wir aber schon etwas. Ja, dann haben wir den Posten draufgesagt auf der B1, und laufen wir Posten A2, also A1, gucken wir zu fahren,
Und dann, wenn man dann in Hund an den Hermann an Pension geht, da geht den Posten beehnt einfach supprimiert. Es gibt kein mehr, geht einfach nicht mehr ein Gesicht, den die Erbe kann machen. Okay? Sind wir d'accord, wenn das mal d'accord wird, dann wie gesagt, Kreation von einem Posten entweder Ingenieur-Technicien A2 oder Ingenieur-Diplômé am Statut Employé Kommunal. Wenn wir mal d'accord als von Hand, zeige wenn das mal d'accord. Wenn das da ging, aber wenn enthält, das geht. Okay, zwei Gegenstimmen dann. Gut, da kommen wir bei den Punkt 12. Ja. Punkt 12, das sind zweimal Parzellen, wir fangen mal an. Das ist an sich den Droit de Präemption, wir an sich von den Terrain der Proprietär wechselt, dann hat die Gemeinde den Droit de Präemption, da sind zweimal zwei Parzellen, die nicht für uns interessant sind, wo wir einfach proposieren, von unserem Droit de Präemption zu renoncieren. Voilà, dort ist da geguckt. Also, ja. Wir müssen das, du wirst mit das neuerdings muss die Gemeinderat das entscheiden, das kann der Chefrat nicht be. Sonst konnte der Chefrat das direkt so, wir müssen alles an der Gemeinderat führen. Also, für dich dann die Parzelle umjuckt, sind zwei Parzellen umjuckt, du musst nur passen. Das ist nur die 1072, 53, 31 proposieren wir nicht zu kaufen, wenn das der Mat d'accord. Merci, das ist unanim. Und da könnte Punkt B auch umjuckt mit das Parzell 1072, 54, 08 an 53, 43. Proposieren wir auch nicht zu kaufen, wenn das der Mat d'accord. Unanim, merci. Gut, da sind wir bei den meisten Sachen durch. Da kommen wir noch bei Kommunikationen. schon da 3 zu machen, die ich wiederholen, eigentlich schon gemacht habe. Und 2 Sachen, die ich schon annonciert habe. Wir machen 2 Arbeitssitzungen, die eng als im Parkraumkonzept hatte ich schon gesagt. Und wir proposieren hier den 20.09. Das ist an 2 Wochen. Nee, an enger Woche. An enger Woche ist das. Na, das hatte ich schon gesagt gehabt, denke ich, ne? Ups. Hätte ich können nicht, Mann. Und da ist effektiv im 5. Woche eine Arbeitssitzung, wo man das Parkraumkonzept, wo für die Frage kommen, wo man da denke, wollten am Detail präsentieren, wo man können darüber diskutieren. Ja, und dann jemand an die Gemeinderat wollte man da weil das ist relativ komplex, das ist groß und sind aber Sachen, die mir ein Propos mit das sind da stehen gemäß. Du kannst ihn aber dann auch so machen so oder machen so. Ja. Warum 5 Wochen? 5 Wochen, ja. Und dann eine weitere Arbeitssitzung den 12.10. am Kader vom PAG und zwar das UP. Präsentation vom SUP. Die Dokumente, die wir schon gekriegt haben am August, das sind die Schriftstecker, Partie Grafik, und da haben wir auch eine ganz die strategische Umweltprüfung, die schon ganze Coop Sachen Terrain geprüft gehen, und das ist schon eine Partie, die zum PAG gehört, und da hat Chantal Zeyen proposiert, wir sollten noch da den Gemeinderat weisen, das ist ein immens interessantes Dokument. Das nicht forcément an der Prozedur muss verteilt gehen vom Gemeinderat für denke zu gucken. Da gibt mir ich proposieren, dass an den 12.10. noch mehr so um 5 Wochen dann die ganze SUP vom Büro, den das SUP gemacht hat, zu präsentieren. Ja? Und dann der andere Fall, ich schon gesagt habe, dass derselben Tag, wo man die Gruppe de Travail Mobilité um 7 Uhr am Dünnsel empfängt, wo man da Kick-Off machen. Ne? Also für den 5 Uhr der SUP-Absetzung dafür rechnen schon 2 Stunden fertig sind, an dem 7 Uhr, den ihr will, kann dabei sein, als da wieder wo man die Leute, die sich gemeldet haben für die Arbeitsgruppe, am Dünnsel empfängt und dann Kick-Off da machen. Und dann noch die Band noch. Ja, schon noch. In der Lernend. 2 Sachen. Wir hatten eine Entrevue auf der Manager von der Logement Schreder Point Chaussee, wo wir ja eine Deliberation geholt hatten, wo wir verschiedene Doléances hatten, und wo sie uns hier
Proposen am Anfang durchgelöscht und an mir ho gefrot für eng Arbeitssitzung zu machen, mam ganze Gemenge Rot, wo sie dann die Sache mal hier so Solutionen oder nicht Solutionen dem ganze Gemenge Rot präsentieren. Das heißt, da wäre doch demnächst eng Arbeitssitzung da kommen, wo de Fonds de Logement dann erklärt, wie sind die verschiedenen Sachen wollen rugoen. Dann Punkto Klimapakt. Wir hatten ein Audit, den haben wir aufgeschlossen, wir haben den immens gut aufgeschlossen, wir haben den Matron Erder 50,5% aufgeschlossen. Wo ich wollte dem Klimateam merci so für die gute Arbeit, die sie gemacht haben. Und Auditrice hat gesagt, wenn da wie die Kriterien allgemein streng goufen, hat sie gesagt, wie die mehr wie 5% dabei gelöscht hat par rapport zu dem letzten Evaluation, wurde immens gut geschafft. Und darüber sind sie immens froh. Dann hatte man... Sie hat aber auch gesagt, das will ich vielleicht noch dabei so, wie ist da möglich, dass die anderen Gemeinden so viel mehr für den nächsten Level, so von dir bis Schule hat, die neue Schule, da schlägt das richtig dran, weil wir können normal, was wir wollen, wir kommen noch nicht weiter, weil das keine größere Sache ist. Wenn die neue Schule, die neue Schwemme, die neue Sporthalle da ist, da gibt mir einen enormen Sprung machen, weil da gibt mir enorm viel an puncto Nachhaltigkeit, an Energieanspuren machen. Und das müssen wir vielleicht dabei so, weil... Ja. Milo nach Punkten, die dabei kommen, ja. Wenn wir den geringen Strom wechseln, ich meine, das machen rund 2,5% aus. Ja. Das ist relativ viel aus. Wo wir auch dabei sind, für umzuswitchen. Dann hatten wir mit dem Klimateam eine Reunion, was den Klimabündnis angeht. Und da war die Idee aufgekommen an der Versammlung für zu sagen, für was probieren wir das nicht regional umzugehen. Ich habe das mitgeholt an den Naturpark. Die Idee ist begrüßt gehen. Und da wird auch demnächst eine Reunion dann stattfinden, Klimabündnis am Naturpark, für das Ganze dann regional umzugehen, was ein Flotsache wäre. Das wären am Anfang die Kommunikationen, die ich zu machen habe. Ja. Gut, was ist bei der 14. Lift? Von der Band, okay. Ja. Nee, einfach lo, weil das war ein bisschen, was ich an den Frohen von Dono abgeschrieben habe, weil wir beim Thema sind, weil wir es über die Sommer weiter darüber nicht erhalten haben. Was wird der Schaffe Rot dann lo darauf hin, dass man dort Resolution, ich meine, das war ja das Klimabündnis, war ja auch an dem ganzen Prozess da mal dran, entschied, du sollst ja gestimmt gehen, auch am Servicetechnik, den sich soll verschiedene Sachen kümmern, was du schon weiterkommen oder könnt das logisch für das alles zu schaffen? Das könnte logisch, ich meine, okay. Weil Covid-Zeit war ein bisschen du viel froh, ich weiß, dass du nicht viel gelaufen mehr. Was ich gemacht habe, ich mich Klimabündnis für zu gucken, für das mal weiterzubringen. Und da gucken wir peu à peu für die verschiedenen Punkte aufzuschaffen. Dann steht das Tool mal an das Klimateam dran alles. Klimateam und dir am Schafferrot natürlich dann. Das ist ja verschiedene Sachen, die sind dezidiert, gehen die das Schafferrot muss umsetzen, die Sachen, die natürlich an einem Klimateam, wo das gefiedert wird, mit abwischt. Ne? Ja, natürlich, wir werden die Resolution durchschauen, auch am Klimateam durch. Ganz gut. Okay, merci. Und abwischt werdet nicht mangeln. Ja, du viel froh nicht. Okay, da sind wir am Punkt 13 Kommunikationen durch. Da kommen wir bei den letzten Punkt für der Séance à huis clos. Das ist der Punkt von den Questions. Das hat mich gewundert, was keiner vorgehabt hat. Carol, du siehst vor. Ja, schon eine frohe par rapport zu der Situation vom Chantier am Quartier, also am Quartier von der Ala Gare. Bon, ich schon selber und ich bin überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin, relativ viel Ego gekriegt von der ersten Schulwoche, weil aber viel unruhig war, wie die Verkehrssituation rund um die Chantiers. Ich habe selber gesehen, dass am Gemeindeblatt
Informationen über die sichere Schulweg drauf waren, das begrüßen wir auch als Fraktion, weil du also auch gut beschrieben gehen, wen sich deplacieren soll. Ich meine, du geht auch von der Sicherheit geschwärzt, was der wichtige Faktor ist von dem Schulweg. Was wir nicht verstehen, und ich meine, wir sind nicht die erste Kehr, wir haben schon ein paar Mal gesagt, das ist, wir werden das nicht mehr über die Chantier, über die Evolution von dem Chantier, über die Evolution von den Verkehrswegen, wie sie sich gestalten, von dem Chantier, für das nicht mehr kommuniziert wird. Ich habe im Internet von der Gemeinde geguckt, da war nichts Aktuelles von dem Chantier. Ich habe auf Facebook von der Gemeinde geguckt, auch nichts Aktuelles von dem Chantier. Allerdings war am Facebook von der Gemeinde aber am Vierfeld von dem Mord, den allmond als war eine Kommunikation mit einer Deviation, wie die soll verhalten. Am Vierfeld von der Kirmes, die aktuell war, als eine Kommunikation mit einer Deviation gewesen, wie ihn soll fahren während der Kirmes. Am Vierfeld von einem Chantier am Kahlebier ist eine Kommunikation rausgegangen. Am Vierfeld vom Chantier See bei der Ala Jugendherberge ist eine Kommunikation rausgegangen. So, das ist alles positiv. Aber wir verstehen nicht, wir werden nicht zum Beispiel für unsere Schulrentrée, wo aber viel Chantier geschieht ist, nicht auch für, zum Beispiel am Gemeindeblatt oder ob über einen anderen Kommunikationsreso informiert wird, wie die Situation von dem Chantier ist. Das ist den aktuell größten und der gefährlichste Chantier, den wir haben. Und da ist aber viel, was rundherum geschieht. Ich will doch nicht allein auf die Schule limitieren. Aber es geht auch Präsidenten, die rundherum sind. Es geht Geschäftsleute an hier Klienten, wie die sich sollen verhalten, ob der gar respektive, wo können sie parken, wo sollen sie hinfahren, was können sie da machen. Es geht um Sportvereine, die dann noch die Equipen, die da hinkommen, natürlich müssen informieren. Ich kann mich erinnern, dass ich am März darauf angeschwärzt habe, dass ein ganz viele Leute Protokolle kriegen, wo sie ein bisschen sonst mal überrascht waren. Ich bin ganz klar der Meinung, dass Leute, die sich gefährlich parken, nicht dürfen da stehen. Vor allem, wenn zum Beispiel ein Pumpsches Auto nicht mehr landen kann. Wir müssen aber auch als Gemeinde so klar durchstellen oder so klar kommunizieren, dass du nicht sonst mal die Leute hinkommen und noch nicht wissen, was sie sollen machen. Und ich bin der Meinung, dass für allem für eine Schulrentrée, wo wir aber wissen, dass die Eltern natürlich mit ihren Kindern an Klasse gehen, das aber muss irgendwo informiert gehen, wie wir es machen sollen. Die Situation auf der ALG wird die nächsten Jahre weiter schwierig bleiben. Es geht gar nicht darum, zu sagen, dass dort sonst mal perfekt muss auflaufen. Aber ein Minimum an Kommunikation bei diesem Chantier muss gemacht werden. Und ich bin der Meinung, dass den bei dem heutigen Chantier regelmäßig muss gemacht werden. Weil da rundherum des Chantier aber so viel Leben ist. Die Schule funktioniert da, so die Sportvereine, Geschäfte, Präsidenten. Es werden immer da Leute Landfahren, zirkulieren. Was machen wir? Für was machen wir nicht mehr Kommunikation bei dem Chantier? Ganz einfach. Das Chantier, du hast richtig gesagt, das ist so komplex und das ist äußerst dynamisch. Das heißt, was der Haut kommuniziert, das muss man ernst. Das ändert permanent. Du kannst du nicht nur mit kommunizieren. Alle und die anderen Sachen, wo du gesagt hast, wo man gut kommuniziert, und das sind Sachen, die klar sind, die statisch sind, wo man genau wissen, so und so ist. Den heutigen Handchen, den ist permanent umwirsteln. Und zwar von engem Tag auf den anderen. Du kannst nicht nur mit der Kommunikation. Wir haben so viele Büros, die drauf sitzen, so viele Ingenieursbüros, wir haben Architekten drauf sitzen, wir haben so viele Baufirmen. Du hast permanent, und das ist von Tag zu Tag, sogar während dem Tag ändert das dort. Und du gehst der Schulter gesagt, dass Leute sich einfach auch keine Schulter haben, das ist eine andere Sache. Und das sind nicht mehr die Leute, die gefährlich stationieren, die Protokoll kriegen, und die falsch stationieren. Die Leute, die setzen sich über alles weg. Wenn ich weiß, und denke, das soll auch okay sein, dass ich weiß, dass ich Handchen du hast, dass du ein Handchen hast, aber da fahre ich nicht mit dem Auto dahin. Ich verstehe nicht, wie Leute dann Mengen zu 50, 100 Autos, ob die dort Plätze vor, wo du weißt, dass manifest keine Parkplätze sind. Und da wollen sie gerne mit ihren Kindern an die Schule gehen. Wenn ich als Eltern, wenn meine Kinder an die Schule gehen, dann lasse ich ein Auto hin und ich gehe zu Fuß mit meinen Kindern dahin. Dann habe ich meine Zeit und dann gehe ich mit ihnen an die Schule. Das ist
unmöglich. Wir können sie nicht an der Luft, wir können sie nicht mit Helikoptern an der Luft hängen Auto und das funktioniert doch nicht. Wir kommen nicht nur mit kommunizieren. Das ist kein schlechter Willen, das ist einfach eine Unmöglichkeit durch die Chancen. Das, wie es der richtig ist, ein schwieriges Chancen. All Leute, die da wohnt, die das weiß, bleibt einfach mit dem Auto da weg. Was soll ich da sagen? Ich kann nicht schön reden. Das ist so wie das, aber wir müssen auf die Zähne beißen, bis die Chance fertig ist. Und das ist dynamisch. Ich gebe kreischen, wenn es statisch wird, weil statisch Gefechten nicht weiterkommen. Wir kann ich nicht etappeweise kommen. Wir haben die große Etappe, aber die Hölle von euch mit der Wehfeierung. Weil wenn den du den Kanal fertig gemacht wird, das lach ab, und das fertig, dann müssen drum zu, dann fängt auf der anderen Platz rum. Dann haben wir zwar große Etappen, wir so die große Etappen, dass die Kanalabstände gemacht gehen bis an die Fußgängerzone. Das wusste man, und das ist eine Etappe von 2 oder 3 Monaten. Die Etappe, die wusste mir. Du wirst mir, dass das schwierig ist. Aber die Wehfeierungen, die sind schrecklich dynamisch. Da weißt du doch nicht, wie schnell das geht. Heinz so gesagt, wie schnell Heinz gehen sie mir los. Und das ist extremst schwer. Für das du bist nicht fertig mit der Kommunikation abzuzeichnen, dann ist es schon romanisch. Also, wir sind regelmäßig am Chefrat mit dem Büro Schrader Associé, weil die machen Koordination von dem ganzen Schanchen. Nicht mal sie kommen noch. Nicht mal sie wissen, wir vorhin halt zu sagen, no, dann hat den Schanchen, der Vierabster, hat den aber schon einen gewissen Eigendynamik, oder machen wir nur das Toten. Und dann merkt ja, das nicht glücklich, also wir sind gut nicht froh darüber. Was Lotrantre belangt, wir haben aber für Trantri hat mir mit der Polizei eine Reunion, wo wir mit der Polizei, mit der Pesche, mit 2 Arbeiter, auch noch die Band, die war so Platz, wo wir geguckt, für so gut wie möglich. Und dann noch kommen wir auf Dinge, dass die einzige Möglichkeit, die hast, dass der Pedibus, dass man Leute, dass man Kanner aufholen, dass man Kanner zu Fuß dann eben, und dann ist ein, der guckt, ja, wo kann ich noch gehen, dann gehen sie da hin. Wir haben Angezeichen sollen über den Parkweg gehen, den Park und dann raufkommen, ne, für den Landskommen. Das Problem ist, dass man einfach nicht genug Parkplätze nur für Kiss and Go. Das sind Leute so gewinnt, und dann denkst du, okay, wenn du fertig Schulcampus hast, dann hast du so viele Plätze Kiss and Go, dann kannst du das machen. Das wäre schwierig, weil, ja, ich sehe einfach, mein Auto klackt hingefahren, und ich keine Gedanken gemacht. Und dann, was machen wir los? Fakt ist, dass schon in einer Woche besser funktioniert. Das ist Leute gesehen, oh, das möchte keinen Sinn, mit dem Auto zu fahren. Und da geht es doch. Der Bus fährt doch bis mir weit. Weil das ist nämlich ein Problem gewesen, weil der Weg ist relativ weit, auch vom Kiss and Go. Und du musst aber immer so, und du siehst aber kleine Kanner. Und so. Ich verstehe aber die Älteren, die Kanner von 3 bis 8 Jahren, so schon mal, die nicht, hier kann er wollen lang de Wehtröpple losen, weil das aber so mal neben dem riesen Chantier an. Das Problem ist auch den, dass wir müssen ja, das Wichtigste ist, dass wir Sicherheit auf dem Site garantieren. Und die Eltern haben auch Angst, so mal, dass die Sicherheit nicht garantiert ist rund um das Chantier. Es ist aber sicher. Die Chantier ist sicher, ist aufgesichert, und was richtig ist, dass das die Wehr über die Chantier sich permanent ändern. Für den Schulbus ist klar. Das ist selbst statisch. Du wirst mit dem Schulbus, die bleibt da stehen, du gehst Schüler raus, und die wäre auch angezeichnet. Das wissen sie auch, wo sie sollen gehen. Mit sind die mit dem Privatauto kommen dann nicht durchstehen, wo es viel gesehen ist, weil nicht genug Plätze da sind. Und dann ist was unnützig ist, dass wenn sie zwischen den Auto laufen. Ne? Und da sage ich mal, ja, ich muss mir da vielleicht als Eltern oder von Eltern die einen halben Tag Congé holen oder wenigstens 2 Stunden. Also ich komme halt mich spät, ich gehe ja halt mit Mengen Klängen ein Jahr an die Schule oder 2-mal, und dann irgendwann ein Jahr haben wir natürlich den Pedibus angefordert, wo wir sagten, okay, dann gucken wir mit Leuten, die weh aufzutrippeln. Die Leute dann können Kanner aufgehen, und da gehen auf Wurst mit den Kanner die weh. Ja. Kann ihr vielleicht auch so mal mit einer älteren Vereinigung oder so mal zusammen mit der Schule gucken, inwiefern ihr vielleicht kann, wenn es dem Chantier, wenn es so mal den Wehr, die ihr muss gehen, vielleicht mehr zum Beispiel ältere mobilisieren, so die vielleicht daheim sind, an der Congé parental holen, für mit ihnen zu summen, dann die Wehr zu gehen, für das auch Männer ältere so mal die Angst tun, dass wenn sie kann bei einer bestimmten Platz rauslassen, dass sie bis bei der Schule kommen, weil die Situation halt, die wird man weiter haben.
meiner Meinung nach. Und es geht einfach darum, für eine Kommunikation noch aufzubauen mit den Eltern von den Kindern, für das du einfach ein bisschen Roder könnt. Weil es schon gefühlt, dass einfach, jeder regt sich ab, aber die Menschen, die sind einfach nicht froh, dass überhaupt keine Informationen fließen über das Chantier. Und ich meine, dass man das als Gemeinde aber könnte machen. Also, dass überhaupt keine Informationen fließen, sind schon nicht mehr d'accord. Es fließen Informationen, aber das nicht, dass man alle Wochen Dinge rausgehen. Das ist richtig. Ich weiß, dass wir nicht unbedingt froh gehen an der Diskussion. Ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist. Ich meine, ich verstehe, aber durchaus die Ängste an die Dinge, ich verstehe sie. Ich weiß just nicht, wie wir das besser können machen. Aber, du hast also gesagt, ja, es wird sich ein bisschen geregelt. Ich wollte just sagen, also, wenn ich von der Seite do op die Park kennt, dat ass effektiv du ass net viel Platz ge Moes méi schon awer aber eigentlich sto so du stung ja weil du all Moes stung so zu feiermengle sto hunsch gesinn net techt du ass awer mat den älteren das dat den echen Dach Chaos war mir dat war immer Chaos auch wie Parkplätzen do waren also weiben du konst an Covid huet ass dann non plus nach das net kannst mat de Kanner goen der Tisch das nach Stress méi gewircht ge war schon eng speziell rentré ich fand awer an dat war echte Loing froh wie es dann de Feedback vun den Leiit die moes du im Parking stoen lo no enger woch gesud du selber drauf schon drauf geantwort lo schon bisssen berouech der Tisch gilt no Lesungen lo sicht berouecht Situation sech ja absolut ich mein, das ist, also wir waren Freudes am Schafferrot. Da hatte ich gesagt, oh Mama, ich weiß nicht, was das tut. Da mir Freudes auch Reunion mit der Police. Das sind eine Spezialreunion, das heißt nicht mit der Police, wo sie das alles für sich tun. Was kann alles noch kommen? Und dafür waren sie auch zu so viel sur place. Nur aus der Band noch nach selber dabei kommen. Ich kann so etwas sagen. Mit dat ich wirklich viel verbessert mit das noch immer nicht optimal ich auch mat d'accord das klar wenn man mat alte Vereinigungen oder mat Dinge wann die wollen helfen ganz gerne ich finde dass du willkommen für Nacht zu verbessern das ist sicher wenn eine gute Idee hört ganz gerne mir Ben du warst du nee ich war nicht schön dann ich hatte knapp die Menge nachgehängt den anderen nie so gerufen schon telefoniert von ich noch bis an Staat mat Leute diese Job gerecht hun werde ich auch verstehen wat mal lo geändert hun da das mir hun de Pedibustor gefauerert und plus hummer geguckt für de Parking ein bisschen mir groß zu machen der Tisch meint silo 15 Plätzen wo Leute dann auch lo können so ich verstehen auch und mir verstehen auch dat auch verschiedene Kanner zu klein sind für die W allein zu tröppeln die muss noch mans Möglichkeit tun für aber dann ihren Auto aufzusetzen und dann hat den kleinen bis schnell an Schul zu tröppeln. Mülo 15 Minuten mit der Scheif gemacht, das heißt 15 Minuten gehen am Anfang durch, für dann kann dann Schul zu begleiten, dann ist direkt zu tröppeln. Das sind am Anfang nur die Modifikationen, die man gemacht haben. Ich meine, dass die Situation sich ein bisschen beruhigt hat. Ich gebe da war eine gute Idee von für vielleicht die nächste Karriere. Auch mit der älteren Vereinigung zu gucken, sind 2 Wochen für der Runde zu gesehen, und für dann zu gucken, wie ist die Situation, was können Schwierigkeiten sein. Und, ja. Den Arbeitsgruppe, den die Chantier, den Arbeitsgruppe den Chantieren kommuniziert, oder? Nee, das Marina Leisen vom Stadtmarketing just zu 3 dran wäre du net das iwwer de Stadtmarketing sind da kom wäre du net fir fleisch Arbeitsgruppe zu machen oder das dummolenke e vu der ältere Vereinigung oder e vu der Schul mat drackend du können ihr fleisch andere Ideen wie soll ich so Leute, die an der Schule schaffen oder die hier Kanner kennen oder vielleicht kommen da andere Inputen wie Lot Marine. Für die Kommunikation zu machen oder wie? Ja, oder wie verschiedene Sachen kann umgehen, wie zum Beispiel der Pedibus oder wie an der Organisation. Du hast Marine, du hast nicht die Kommunikation, hat Hilfe in der Kommunikation, mir muss auch gefedert gehen. Das hat dasselbe Problem, hat zwar auch nicht glücklich, aber hat nicht absurd, da kann er doch keine Kommunikation machen. Und du hast das Problem. Ja? Nee, das sind wir aber als Schafferrot, wenn man da ein Ding für, das soll mir effektiv an die Hand holen, für da Leute mit dabei zu holen, für das ist richtig, das ist... Wieso 15 Minuten
Ja, Pascha sind neue Sto. Nicht ganz kritisch, wenn man logisch Punkte 15 Minuten setzen. Und da kann kommen, 15 Minuten geht man nicht vielleicht unbedingt durch. Wenn man so was sagt, man zu schläfen, aber dann Protokoll kriegen, also das wäre. Es geht einfach darum, dass Leute nicht. Es geht einfach darum, dass Leute nicht hier ein Auto dahin stellen und dann kann dann Schule bringen und dann nach einem Mützkäfe gehen und dann gemütlich zurücktrippeln. Dafür haben wir die 15 Minuten festgehalten. Ist das dann limitiert auf die kleinen Klassen? Nee. Das kennst du vielleicht. Wie willst du das limitieren auf die kleinen Klassen? Die Mäuse da stehen, die Variable da, die haben die Leute redet an Antwort. Ich gehe davon aus, dass die Kinder, die können allein an die Schule gehen, auch allein an die Schule gehen. Und die Kinder wirklich, wo Mama oder der Papa sie will begleiten, dass diese da begleiten. Du kennst zum Beispiel ein an der Elternvereinigung oder Schulkommission, dass vielleicht just ein Zirkulär rausgeht, dass sie beten, dass just an den untersten Klassen die Eltern nach Mathe Kanner bis bald vorbeikommen. Kennen ein Uregen, so einfach. Ja, kann ich probieren. Dann hast du eigentlich gesagt. Ja. Ja. Waren nur provisorisch Parkingen neben der Spielplatz dabei kommen. Schon so verstanden, wie wenn die am Anfang die Parkplätze ersetzt haben, die wir verloren haben während der Kirmes. Du hast auch froh, ob mich gestaltet gehen, ob die provisorischen Parkplätze bleiben oder ob das nicht weg könnte, weil das auch eine Möglichkeit für kurz stehen zu bleiben. Mit das nur die Wehre und immer so am Anfang abgewirrscht, für rauszukommen. Ja, das ist just während der Kirmes. Weil ich meine, die Wege gebraucht für die Schandschiff, mit dem Kamion hin und her zu fahren. An der Vakanz hat man abgemacht, weil du die Schandschiff zu war und du konntest schön parken. Am Lowens der Kirmes abgemacht, dass sie überhaupt über den Markt raus können. Ich meine, die geht massiv gebraucht für Baustellen, Gefährer. Die geht an Mengen zugemacht. Weil en plus so geht schon die Sportzahl vom Liste geht schon angefangen. Wo sind wir dann da drin? Ja, die müssten eigentlich lo. Die haben angefangen. Ja. Angefangen, ja. Also das ist schon schwierig, die ganzen Dinge. Also ich meine, es geht wirklich definitiv besser, wenn wir mal die Kanalabenden da fertig sind. Dann haben wir die Fußgängerzone und alles an den indischen Teil, die Verlängerung von der Halle Gas. Das ist die absolut schwierigste Moment. Hat man gesagt, auch am Gemenge Rot. Ne? Wenn das mal alles am Boden ist, wir können da properen Dinge. Und dann, wenn dann Eisschule fertig ist, dann haben wir auch ein proper Platz. Und an der Schule haben wir auch die Parkplätze. Und dann sieht man schon viel besser. Kita, man dann nur noch die Schanzen von unserer Sportzahl, von unserer Schwemm an nach vom Parkhaus, ne? Die kennst du auch nach. Also, das sportlich, das Ganze. Parkhaus wäre gut für Drogen gebaut gewesen. Ja, hat man aber Probleme. Hat man auch Probleme. Da haben wir nach die Plätze, wo du kannst Sachen aufsetzen, dann das wird das auch komplett, zumindest für die Baustellen, nicht wie für Privatautos, da können brauchen, aber sonst auch nicht mehr. Aber gerne, ich hätte doch gerne gemacht, wenn es nicht mehr gegangen wäre, wenn man eher bei Pläne gehabt hat, die hätte man können umsetzen. Die man da ja an der Pautekommission hatte, ne? Leider für die Katz. Das Projekt hat man gekriegt. Den hat man, ne? Leider. Ja. Hast du dann nur ein neues Projekt da? Nee. Noch nicht. Gut, du hast bestimmt nachher wenig froh, oder? War das so schnell gut froh? Ich habe meinen Kehr heute Lust von all den Chantien abgeschrieben. Wie lange willst du da bleiben? Nee, so ich sehe, wo sie mal drunter an den Bus gehen, Kakto, das Das lebt, das müsste Oktober, November fertig sein, ne? Ja. Das ist relativ gut, weil da kommt vor allem alles, was ändert im Boden ist, haben die mehr schnell gemacht, und los, weg effektiv die Finition und dann noch Toiletten an Dingen über den River. Ja.
Machen wir auch ein Kilo an nächster Zukunft, denke ich, Punkt, die wird Markis. Ja, auch. Die müssen auch aufhängen. Du musst nicht nur geschrieben, für das letzte aufzurappen, das heißt, das Hönnischgebäude wegzurappen. Du könnt dann den Service Archäologique, die haben unter dem Haus vermuten, etwas Interessantes. Und dann können aber auch schon am Fischendeel aufhängen und abrichten. Das ist aber schon. Ich denke ganz kurz, als das dann ein bisschen so aufgelaufen, wie der ihr Stadt vorgestellt hat. Gut nicht. Dem ganzen. Gut nicht. Gut nicht. Da müssen wir fertig sein. Wie man es vorgestellt hat, müssen wir fertig sein. Nicht ganz am Anfang vorgestellt, wie man für die Last geschwärzt. Ja, die neue Situation, ja. Mit das Situation, wo du gesagt hast, muss man gucken mit dem Plan, ob man sie ja, das sind extrem viele Details, die nach Humis nur geguckt und adaptiert sind. Das war nach äußerst schwierig, ja. Also, natürlich, wir sind aber ich schon noch immer nicht unterschrieben als Baugenehmigung. Das sind noch nicht, die definitiv Pläne sind noch immer nicht da. Also das war wirklich ganz tricky. Also das lebt, aber auch schon immer mit 1-2 Monaten Verzug. Jo. Vor mir diesen aufstehenden Suche von CGD-Suche. Das so ich sehe, die Prüfung hat am April bei der Teilgesort gehen. Das Jahr. Sie bleiben dabei, dass man das Jahr noch kreieren. Das ist wie Budget vorgesehen. Gelieft? 2020, ja. 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 Okay? Ja. Finanztechnisch, wir wissen ja, dass wir durch die Situation, in der wir sind, Manner Sue kriegen, weil Manner Sue noch vom Staat, die Diskussion hatten wir ja schon. Ja. Inwiefern sind lo Projekte, die man vielleicht wollten umgehen, vielleicht ein bisschen mehr lang gezogen. Wir hatten schon ein paar Mal gefragt, wie es mit dem Plan kein Kanal finanziert ist. Ich gehe davon aus, dass durch die Situation vielleicht verschiedene Sachen anders an die Finanzen abgefordert gehen. Aber das nach wie vor so, dass es gut wäre, wenn die Majorität, wenn dir als Chefrat den Plan da hat und noch Eisenker ging präsentieren. Das wäre am Anfang flott gewesen, wenn die schon nur die letzte, wir sind global an der Haltung von der Legislaturperiode, wenn die schon gehabt hat, wird gesehen auch, was am Anfang in den nächsten Jahren noch soll finanztechnisch kommen. Und da sind auch gesagt, was man vielleicht mussten drin ändern. Ich gehe davon aus, dass die Diskussion über ihr auch am Envie vom Budget auch schon laufen. Ja, also gerade an diesem Jahr muss so Plan kein Kanal finanzieren, das absolut unnützest gibt, was die Kanzler gemeint, weil einfach nicht startet und nicht wert. Also das Jahr, wir hatten ihn nur gesagt, mit dem das kannst du ganz vergessen, mit dem Corona-Jahr, mit all den zusätzlichen Kaschen, die auf dich zukommen, und mit den Renten, die viel Männer sind, das ist wirklich Retour à la base. Wenn du Monopoly spielst, gehe nicht auf los, gehen direkt ins Gefängnis, dann bist du fertig. Das alle habe ich das ist ein guter Excuse, weil nee, das ist gut kein guter Excuse. Das ist eine Realität. Das ist einfach komplette Blödsinn. Die kannst du für nichts gebrauchen. Das ist ganz viel Arbeit, die da zu machen, und das ist für nichts zu gebrauchen. Also das ist so wirklich alles auf den Kopf. Du kannst überhaupt nicht finanztechnisch planen. Das zum Plan kein Kanal. Dann aber zu unserer Finanzsituation. Wir hatten für das Jahr ganz viel Emprunt vorgesehen, für das zu machen, was wir wollen machen. Wir haben nicht 1 Euro Emprunt gemacht. Das heißt, als Finanzsituation ist das Jahr noch ganz gut. Das heißt aber nicht ausgehen haben. Das heißt, als Handtasche gehe ich auch weiter. Als Rechnungen kommen ran, wir bezahlen sie. Wir haben Liquiditäten nach von dem Jahr für den, was wir nicht ausgehen haben. Das heißt, wir konnten noch auf Reserve gehen. Das heißt, ohne Emprunt heißt aber dann, wir kriegen schon Männer vom Staat durch Corona, das haben wir gut gesagt, das geht weit, das sind 4 Millionen, hat man letztes Jahr gesagt, ich meine, 4 Millionen Männer, Resetten, ordinär, wäre dramatisch, aber dadurch, dass wir auch keinen Emprunt geholt haben, dann die Annuitäten, die auch ordinär sind,
gleich da Bussen aus. Ne? Ich weiß nicht genau, wo man drüben das wir machen, wenn wir mal Budget fängt, wir sogar mal PNG oder durch sind, das ist das nächste Chance, den wir haben. Und da sind wir mit das Jahr kommen wir dann einen Blau davon und da kann ich recht, wenn man das halt aufgeschlossen haben, und da sind wir recht, wo wir rauskommen. Wir riskieren an die Situation zu kommen, für Projekte zu strecken, mit kein von den Projekten, die wir gefangen haben. Die wir gefangen haben, kriegen wir so durchgezogen mit Kindern, dass wir als Sporthalle als Schwemmen eventuell nicht direkt aufhängen. Wir haben bis nach Gunnesch gebremst. Wir haben noch weiter geplant, wir haben also Büroen beauftragt, sowohl den Architekt wie den Statikingenieur an auch den Ingenieur vom Technik für Pläne auszuschaffen. An der Planung gehen wir weiter, wenn wir direkt weiterführen. Und dann ist mir Zeit bis nächstes Jahr, oder wo wir da gesehen, wo wir das Budget haben, den einen mal aufgeschlossen haben, wo wir mal bereinigt zahlen haben, aber wo wir dann wissen, wie gesagt, dann die Jahre danach aus, wie eine Reperkussion haben Staatsfinanzen auf Gemeindefinanzen, weil auch da kriegen wir nicht gesagt, das ist schon, Carol, du kannst nicht so schaffen, du kannst nicht gesagt kriegen, da sind die Dotationen, die du kriegst, und da kriegst du 2 Meter abgesagt, aber du kriegst einfach 30% Mann. 30%, das ist also ganzen Exzedent vom ordinären Budget. Kannst du überhaupt nicht schaffen. Ich will gerne wissen von der Regierung, was wir nächstes Jahr kreieren. Wenn wir das kreieren, kann ich da sagen, ob wir Plan sollen überhaupt aufhängen oder nicht aufhängen. Ja. Das ist ein bisschen einfach. Nee, das ist gut nicht einfach, das ist kompliziert, aber das ist aber richtig. Nee, der Plan kann genau. Also der Plan von dem Chefrot, den hat für 3 Jahre schon müsste 4 leihen. Aber den hat Alios oder Dekret. Den haben wir nach Alios präsentiert. Ja. Der Plan kann genau haben wir nach Alias gemacht. Ne? Wie haben wir den letzten Jahr gemacht? 4 Runde Wahlen. Ich war noch nicht an dem Gemengerot. Für 2 Jahre? So nicht. Ah, dann ist für 2 Jahre, pardon. Da war für 2 Jahre, okay. Wir haben ihn aber schon präsentiert. Aber das ist nicht wert. Das ist gar immer nicht wert. Das, was wir da präsentiert haben für 2 Jahre, das ist gut nicht wert. Aber wir machen nicht. Wir machen nicht. Die Kriten. Das kannst du auf dem Kant verlesen. Der Planck-Kanal. Okay. Dann sage ich merci, dann kann man den Wii klar.